So, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Wir teilen dann aber nicht mit, dass du ein Live-Video gestartet hast. Geht das jetzt wirklich? Ich glaube schon. So, und jetzt müssen wir da irgendwie wieder so einen Filter erstellen. Ist ja klar. Biergartenfilter. Ich war im Sonnenstudio. Der ist doch geil, oder? Schaut schon richtig gebräunt aus. Passert eigentlich zum Thema heute, oder? Chiquita Banana. Grüß euch. Mr. Maldasch, servus. Dann der Riedl Sebastian, Number One, grüß dich. Der Mr. Schauer. Du, Filter brauchen wir. Melli, grüß dich. Wo sind meine Bananenboot-Freunde? Jetzt probieren wir ein bisschen aus, was wir da haben. Den Rotbackerl-Filter, naja, Sterndl. Was haben wir noch? Nochmal Sterndl. Disco. Oh mei, oh mei. Ja, Chris White, grüß dich. Zu so später Stunde. Aber sag mal, das ist jetzt wieder der komische, wie heißt denn? Normal, oder? So normaler ist das. Also entweder den, weil der normal ist, oder wir nehmen den Chiquita Banana braun gebrannt Filter. Sagt's einmal, was passt denn heute? Mary Mascha, grüß dich! So spät sitzen alle wach. Hockt jetzt wahrscheinlich alle auf dem Balkon und habt Bock auf ein Spät-Frühshoppen. Also, welcome again to Rias Late Night Rap Frühshoppen. Hier mit Banana-Drink. Also, wir haben uns heute aber lustige Themen ausgedacht, aber als erstes muss ich jetzt mal ein Intro-Song spielen. Ich muss gestehen, ich bin gerade aufgestanden, wie ihr ja seht. Ich hab mich noch gar nicht eingerichtet, ich habe nur das Licht da draus. Also, was möcht's denn hören? Möcht's Biergartenstimmung oder möcht's eher Aufwachstimmung? Sagt's mal, Biergartenstimmung, so zum Aufwachen auf die Nacht um 11 Uhr, um 23.05 Uhr. Oder wirklich so krasse Watschen. Braucht's ja Watschen zum Wachwerden. Banana. Also, ich kann ja was auflegen, aber das lege ich erst später auf. Jetzt passt es mir auf. Jetzt machen wir mal ein bisschen Biergarten. Also, ich tue ein bisschen Lip-Sinken zum Wachwerden, oder? Franzi sagt Watschen. Ja gut, dann legen wir die Watschen auf. Haben wir auch schon lange nicht mehr aufgelegt. Aber die Watschen muss ich jetzt erst einmal da finden. In meinem Tohuwabohu an Daten. So. Wo haben wir die Watschen? Die finden wir schon, oder? Wie geht's euch? Was habt ihr denn heute schon drin? Was im Biergarten? War irgendwie im Biergarten? Kann im Biergarten? Ja, jetzt legen wir mal auf. Und zwar bin ich schon geölt. Ich glaube nicht, ich bin halt ein bisschen angeschlagen. Jetzt machen wir einfach Playback, oder? Und ihr müsst sagen, ob der Sound passt. Das kriegen wir jetzt schon hin. Passt der Sound? Cool und Lagerfeuer, sehr geil. Franzi, yeah. Ja, was? Kannst du ein bisschen lauter sein? Sitz in der Front Row, First Class an der Bar. Kind zu einem Macker, Kids and Drink in meinem Bra. Aha, ja, wunderbar, war ja klar. Mein Outfit ist im Arsch und dann ist bla bla bla. Hey, Oidi, jetzt wird dir nicht so auf, weil du den Fetzen später nimmer brauchst. Dringend aus den billigen Tequila, dann zeig ich dir mein Haus, weil ich bin der Lady Killer. Lass der Flinten brennen, das kleine Ding, dann slapper moi am Bavarian Swing. An den Finger Siggi, außerdem ein Ring, das Bling, macht die Daherin grad zum King. Wenn man ohne Respekt so an Text presst, haut bei mir noch schneller aus Karten, als nur beim Blackjack. Schleich die Euler, sonst wächst der Fett weg. Bring mir bitte immer meine Depp ins Bett jetzt. Glaubst du echt, du kriegst mir rum oder stehst
geht so dumm. Bum, 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 es Förderfänger Bum, 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 der Watschenbaum fällt Bum, 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 es Förderfänger Bum, 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 der Watschenbaum fällt Er hat ein kolossales Wurzelwerk, weswegen er Animals verdursten wird. Und dann wassert er die durch mit dem Ast. Mal schauen, ob's du da nur die Kurven kratzt. Der Waldschenbaum steht trotzdem Wald. Lasst eigentlich alles sich kalt. Er ist aus ganzem harten Holz. Doch wenn er fällt, dann knackt Holz. Dann fällt er mal nicht und dann mal fällt bald einmal ein Drum. Und wenn's er fällt einmal 3 Zähne schluckt, kann's passieren, dass er deine Zähne einschlaubt. Er versteckt sie nieder, wenn er Nähe kennt. Schaut nicht aber wenn hinter ihm ein Reh verschwindet. Seine Blattl bleiben bewegungslos im Abendwind. Die Zeit watschen kein Jahresring. Bum, 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 bum. Warum er keine Blütenblattl hopp, hopp, hopp. Bum, 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 bum. Weil der Watschen warm über das ganze Jahr drum. Bum, 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 es fällt auf Wege Bum, 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 der Watschenbaum fällt Bum, 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 es fällt auf Wege Bum, 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 der Watschenbaum fällt So, da haben wir ihn gehabt, einen Watschenbaum. Seid's wach, oder, meine Lieben? Wie schaut's aus? Ich habe ja wieder Gäste eingeladen heute. Und mit am Start natürlich wieder, ich muss jetzt gleich fragen, zum Thema Watschenbaum. Ich habe nämlich auch Watschendüfte zum Watschenbaum. Ne? Also das Lustige ist ja, der Watschenbaum zum Watschenduftbaum. Ne? Und ich habe mit Christian geredet, was er denn gern für einen Duft braucht. Christian. Guten Morgen. Servus. Guten Morgen. Und, lieber, der Frohn aus der Stunge, oder? Genau, lieber ein Wampen vom Fressen wie ein Buckel von Arbeiten. Prost. Prost zum Frühschoppen. Prost, ja. Du, was darf ich dir jetzt kredenzen? Ich habe nämlich da einen Total Relax. Der riecht, richtig geil. Oh mein Gott. Den kriegst du nicht. Da kriege ich schon Orgasmus beim Rühren. Den kriegst du nicht. Dann haben wir einen Date Support. Okay? Du, ich habe das gesagt. Ich habe zwar nur eine Toiletten, aber ich kann Stinger für 3. Also brauche ich alle 3. Brauchst du 3. Ich habe auch noch einen Holidauer Hopfen und einen Mojito habe ich auch noch. Mojito. Hast du 4 Sorten dann? Ja, aber du darfst ja bloß 3 rausholen. Ach so. Also entweder was besoffen auf dem Scheißhaus oder Hast du weh? Ne, Appetit auf Bier. Also was darf ich in der Kredenzen dann? In Holidauer. Den Holidauer, gut. Dann nehmen wir nur Mojito nicht, aber die anderen dann. Nein, Mojito nicht, aber die anderen dann. Date Support und Total Relax Anti-Watschen Flavor. Genau. Gut, die tue ich auf Zeiten. Sehr Genau, gut. danke. Bitte, du. Wir haben ja schon alle am Start. Du hast das schon durchgeschaut. Alle noch nicht, weil ich habe aber Zeit. Die Melli ist auf alle Fälle da. Super geil. Der Riedel ist da, der Roland ist da, habe ich gesehen, zuerst haben wir noch geschrieben. Jawohl, super. Wird schon werden. Super, wird schon werden. So, Frau Du, Gern. ich muss ja, ich habe ja von dir ein TikTok gesehen, gell? Und ich hab mich abgebrochen. Ne? Was für was? Ja, Also- aber die habe ich schon 3. Also ein wirklich, wie sagt man, sehr sinnliches TikTok, muss ich schon sagen. Was machst du jetzt?
Ah, ich weiß schon, Bayern. Hey, warte mal, ich habe da auch irgendwo, warte mal. Ah, Ah, geil. hallo Rio, Ja, grüß dich. Herr servus. Schauer, haben Sie die Banane am Start? Jawohl, Ich habe nämlich passt. nicht bloß eine. Wir müssen ja den ganzen früh shoppen. Wir brauchen ja Klicks heute, haben wir gesagt, gell? Ja, wir haben uns heute Mit wegen den Bananen Bananen schon zu mehr Klicks. abgelacht. Sehr geil. Wer mein IGTV gesehen hat, das war gigantisch. Wie die Bino lachen müssen hat mit uns. Also, heutiges Thema, meine Lieben, mehr Klicks durch Bananen. Also Studien erweisen, dass wenn man einmal am Tag, ne, vor Social Media eine Banane isst, wenn die Dann ist man Klicks auf. mehr, nein, wenn die Klicks mehr. Aber Christian, wir müssen jetzt nur schauen, was der aktuelle Followerstand ist. Ne? Das müssen wir jetzt nur schauen. Bei wie viel bist du? 1935 sagen wir dumm. Ja, gut. Das werden wir jetzt nachher auschecken. Jetzt Auf den darf ich Kottel. sagen, jetzt holen wir noch, die Melli ist schon da, oder? Ja, Melli, Jawohl, raus freilich. mit dir. Next Test. Geh weiter. Melli, grüß Gib dich. meiner Frau, wie Ja, der. grüß dich. Ich habe leider keine Banane, ich habe bloß ein Shampoo und noch Banane. Ja, die hat sie Nachmittag schon alle gegessen. Du musst dich jetzt dann live schamponieren. Muss mich live schamponieren gehen. Also, ich würde sagen, Christian, wir probieren es jetzt einmal aus. Wer von uns zwei fängt an? Haben wir schon gemacht. Wir haben ja schon 12 Zuschauer. Also die 12 Zuschauer, Mit was sollte man jeder, denn der wo jetzt bei anfangen? uns eine Banane ist, der muss gefollowt werden, gell? Also warte, erst brauchen wir noch Sound. Melli? Übermorgen Verstopfung, habe ich gesagt das. Haben wir wieder viel zum Lachen. Mit habe jetzt wunderbar mal Ja. fürs Flug gekriegt. Habe ich mit der Banane, ja, die Klicks steigen, wir sind schon bei 13. Ich fange nochmal an. Wirklich? Ja, super. Komm. Hast du ein Glück, Melli, dass du viel mehr hast? Ja. Sehr geil. Also ich muss jetzt eine kleine raus. Wie schaut's aus mit deinen Ein Klicks? kleine, nein. Das passt jetzt gut zu meinem Kirschsaft. Gut, also. Jetzt aktuell 14 Klicks mehr da haben. Das kann ich nicht Abonnenten. hinschauen. Sehe ich ja nicht, Rio. Ich kann nicht rausgehen und hinschauen. Du kannst so Ja, außer am parallel auf Lap- deinen Laptop außer gehen am und deinen Laptop, am Instagram-Account Laptop. schauen. Einer mehr. Einer mehr. Einer mehr, schau. So. Ja, die schwankt da so stark auf TikTok. Auf TikTok sage ich schon, auf Instagram immer. Folgst der nicht zurück, Hans Wecker. Ja. Boah, Ja. da haben wir kein Problem damit, gell? Dankeschön. Oh, ich kann aber gar nicht mehr. Ich Nachmittag So. haben wir einer verschluckt. Ey, schau her, wir haben schon weniger Zuschauer gekriegt. Du hast ja nicht erotisch genug gegessen, Christian. Nein, ja, Das du haben sagst wir es, nicht Zuschauer. das Kind ist besser Bananen essen wie ich. Und Eis essen. Und Eis isst. Und Eis essen. Ja, Melli, du kannst ja Eis auspacken jetzt. Abgefahren. Also, Eis habe ich jetzt nicht am Start. Bananensplit hätten wir uns machen können. C5, das fällt uns jetzt erst ein. Also, jetzt machen wir erst einmal Prost. Melli, Prost. Was Prost. hast du für ein Ich habe halt bloß ein Drink? Energy. Bin frisch Und du, geimpft. Christian? Frisch Ich geimpft. habe ein Kirschwein momentan noch. Sehr gut. Kirschwein. Ja, Teufel. Kirschwein, Kaltenburger, Haller Tower. Song, Also, weiter geht's. 8,5%. Schau, auf, jetzt ist Rio dran. Also, ich habe halt extra nichts angegessen, damit ich mir so eine fette Banane reinpfeifen kann. Ja, eigentlich Also, gar ich nicht. mache das mit den Bananen nicht herkömmlich, gell? Es kann sein, dass jetzt ganz viel nicht folgen, weil das könnte ein bisschen massakermäßig rüberkommen. Weiß man schon ein bisschen gut. Also, ihr kennt es doch, wenn man die Bananen aufmacht und man, da manscht es so, weil man sie aufbringt. Und ich habe da eine Lösung.
Na, du brauchst nur oben Zahndrucker wieder auf. Ja, ich kann das nicht so gut. Ja, ich bin mit den Mir Affen gibt's- offen. Ich bin mit den Ja, Affen Messer. offen Und mir wird das angeschnitten. So. Wir essen Bananen Nur für für die euch. Klicks. So, jetzt Dann bin ich mache ich gespannt. das folgendermaßen. Na. Ja, Ladylike, aber wir haben auch viele Ladies. Ich nicht. Ja, ne. Na, also ist mir auch kein Weißwurst nicht. Die haben so. Weißt du, was du Ich mir liebe keine zusagen? Weißwurst. Nächste Woche essen wir Weißwurst. Maybe auf die Nacht. Mandy Logo, Zapf. Frühschoppen. Das ist auch ein geiler Name. Zapfau. Also wer ist denn dabei? Meine Lieben, jetzt wird gefollowt. Weil ich mir um 11 Uhr auf die Nacht. Ich habe überhaupt keinen Hunger, eine Banane reinpfeift, nur für die Klicks. Wahnsinn, 2000 schon. Woo! Ich war zuerst schon ganz nervös, aber habe ich mal so durchgeschaut, wer da alle dabei ist im Live. Über 14.000 und zeigt da lecker mi amore. Also solange ich mir die Banane abquält, Muss ich singen? Ja. Oder Melli? müsst ihr mitsingen. Der Jo. Man kann nicht so laut singen, weil der Nachbar heißt hier und nicht, dass der raufkommt. Die mitbekommen, dass ich singe und ich kann es nicht. Jetzt werden es aber weniger. Irgendwas mache ich falsch. Ja, ist gescheit, wie es das erklärt, ja. Richtig. Und mir ist das so schlecht. Ich bin jetzt so popsatt auf die Banane. Ja. Ich hab mir eigentlich Beste um Diät, meine Lieben. Die allerbeste Diät, weil noch so eine Banane. Oh, Kannst nicht mehr, ne? kannst nicht mehr. Aber sieht der Soundtrack eh schon aus. Also, Bananen. Every day one banana in front of the camera. All Chiquitas are Bananas. Mhm. Und ihr werdet eine Kilos los und kriegt mehr Klicks. Da muss aber ich am Tag 5 essen, damit ich meine Kilos bringe. Oder Klicks kriegst. Klicks. Ja, aber wir haben gesagt, Mel und uns sagen, die Klicks gar nicht so wichtig, weil wir haben so, wie wir haben. Ja. Gut, Wenn sie jemand Aber mag, der- mag er es, wenn nicht, dann nicht. jetzt haben Genau. wir Und gedacht, das ist wieder ein was. super Thema eben, zu Aha. überleiten, ne? Mit deinem geilen TikTok, Christian. Und zwar warst du, sorry, wer war kurz raus? Der Roland Purzel war kurz raus. Aha. Weil er der Melli folgt, weil Ja, die nur keine danke. Banane gegessen hat. Ja, cool. Ja, geil. Okay. Der wollte zuerst eigentlich schon ins Bett gehen und dann hat er gesagt, hey Christian, es hat so heute um 11 Uhr live, oder? So, hat er gesagt, dann muss einer schauen, hilft nicht. Ja, geil. Also Melli, du hast bloß ein Shampoo am Start. Ja. Lass mal Schleichwerbung. Ein Banana Boat Shampoo. Banana-Shampoo. Mana, mana, ba, ba, da, da, da. Badabada. Ja, Da haben wir wieder unseren Ohrwurm. Banana. Baby Oder- Shark, du, 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 Baby Nein, jetzt auf. Genau. Also wo wir Steig wieder sofort aus. beim Mit Thema denen sind, hoch. gell? Beim Thema, ich muss ja am Faden bleiben. Bananen für die Klicks. Also, Thema Klicks. Eure Meinung dazu? Für die Jugend, die jetzt zuschaut. Ihr müsst euch nicht quälen dafür, ihr müsst euch nicht auf Nacht um 11 Uhr Bananen reinpfeifen. Tanja, Weil- grüß dich. Frau Reit. Tanja, grüß Gott. Ich mag's Das einfach ist als verstanden. Spaß an der Schau mal. Folge. Jetzt haben wir Bananen schon abgepfiffen. Auf alle Ich hätte Fälle. aber noch ein paar. Oh ja. Auf alle Fälle, so bleiben, wie es ist, kein Fake und so bleiben, wie man ist. Ja. Und die Leute, wo die ja so mengen, die folgen dir dann auch. Und auf alle anderen ist geschissen. Ob es jetzt Werbung, es gibt so viele Instagramer, die wo Werbung machen für irgendeinen Schmarrn, die wissen gar nicht einmal, das Produkt kennen sie gar nicht, die machen einfach nur Werbung fürs Geld. Und so, glaube ich, bin ich und Melanie jetzt dann nicht. Ja. Da haben wir lieber weniger, aber wir sind authentisch und so soll es auch. Ja. Und nicht irgendwie falsch und so. Posten auf das, was man Lust hat. Genau. Mein Thema weißt du, also ich man mache nur Blödsinn und ich kann auch nur Blödsinn posten und darum passt das. Ja. Super Weil- Blödsinn. Ich schreibe dann immer, ich mache jetzt noch ein TikTok und dann kommt doch noch mal eins, gell?
Na, Also das, im Prinzip, also an alle 14-Jährigen, die gut, das Claudia. zuschauen. Ja. Scheiß drauf, wie viele Follower. Ja, Ja, genau. jetzt kommt eh der Biergarten. Jetzt hat man die Chance, dass man wieder echte Follower kennenlernt, also echte Menschen. Genau, ja. Und nicht sich irgendwie an der Zahl seiner Follower erfreut und sagt, so viele Freunde habe ich oder so viele Leute, die, Ja, äh, genau. ne? Habe ich echte Freunde, 940 echte Freunde am Start. Ja. Wichtig Aber, ist der Mir ist halt Spaß. wieder, mir ist halt ne? wieder etwas passiert. Ich habe heute etwas auf eBay Kleinanzeigen verkauft. Dann hat die Mutter gesagt, sie schickt den Buben vorbei, weil die arbeitet in Hausenberg, er kommt vorbei und halt so. Dann hat er gesagt, kenne ich die von irgendwo Facebook oder Instagram und so. Sag ich, ja, mein Psychotag hat gesagt, ja, das bin ich schon. Dann hat die Mutter zurückgeschrieben, dass er so gefreut hat und so und da er mich persönlich kennengelernt hat und jetzt Kinder auch mal vorbei haben geschrieben, der war schon kommen, kriegt quasi Autogramm und so holen und so. Und das freut dich dann natürlich selber auch brutal. Und genau solche Leute braucht man als Follower. Wie in Riedl, Sebastian zum Beispiel, die wo 100% hinter dir stehen. Egal was für einen Scheiß baust. Ja, der Riedl hat Wir cool Bälle, geschrieben. wir Biener und alle. Der Riedl hat geschrieben, schau, ich gehe jetzt in den Keller und schau noch, ob ich eine Banane habe und ich folge Ja, ihm alle. genau. Also ich komme gleich wieder geil. Der ist so cool drauf. Der hat jetzt geschaut, dass er, wenn er ein Video einen Bulldog braucht oder sein Opa gefragt, den Papa, ob er einen Bulldog kommen kann. Und genau solche Leute braucht man, die wo auf deinen Content reagieren und hinter dir stehen. Und nicht die, wo morgen wieder weg sind. Muss der Ja, Winko genau. Und da darf man dann auch nicht traurig sein, wenn sie morgen wieder weg sind. Ja. Ja, genau. Das ist sowieso auf Instagram das. Ist TikTok ein bisschen anders? Mhm. Wie ist es bei TikTok? Da Also, planst du. normalerweise hinter die Follower, es geht so wieder mal ein bisschen runter oder auf, aber du kommst nie ins Minus rein, sagen wir mal so. Es wird immer mehr, vor allem bei der Frau Bintel. Ja, die tut sich leicht mit dieser Frau, weil die, nein, auch nicht. Ich muss auch eine gute Sache machen, weil sonst ging es auch nicht. Ja. Blond und dumm. Hab- Nein. Da habe ich einen super Post gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie es geheißen hat, der Folge auch. Die hat dann ein Schädel gehabt, da ist drauf gestanden, alle sagen, dass Blondinen dumm sind. Ich hasse es und so weiter. Und hat halt ihre Schädel immer wieder oben da und halt so praktisch. Und hat aber immer das hintere Weg da und so stehen lassen. Dann hat mir ein Message auch nicht mitgekriegt. Das fand ich ganz lustig, also sie ist selber verarscht. Ja, sehr krass. Aber woher kommt das eigentlich, dass man sagt, Blondinen sind dumm? Das ist keine Ahnung, wo das herkommt. Ich weiß So nicht. ein Krampf. Ja, mei. Ich glaube, das war Kelly Bandy. Ja, meinst du? Ja, aber das ist ja auch schon so ein Klischee. Das muss ja auch irgendwo herkommen sein. Ja, die war, ja. Das Klischee hat es auch schon vorher gegeben. Ich weiß auch nicht, warum das herkommt. Keine Ahnung. Jetzt muss ich Maike sagen, ja, das ist der Overall vom Dreh. Mhm. Der Maike. Das ist der Banana Boat Overall today. Oh mei. Ja, ich sag's euch. Habt ihr auch diese Busenwunder, die euch folgen, wo es dann gleich wieder entfernt? Ich bin das Busenwunder. Ja, das gibt so viel, die musst gleich blockierst, weil die sind keine echte Follower nicht und so, und die werden gleich blockiert und dann sind sie weg. Es geht aber auf Instagram und TikTok. Facebook ist da ganz schlimm. Ja, bei Mona. Manta. Ja, ist auch so ein Ding. Oder früher Jenny Elvers, die war dann immer das Dumpfchen. Mhm. Katzenberger, sei schlau und stell dich dumm. Ja. Die einzige, die was weit gebracht hat oder war nicht gebracht, das war Verona Feldbusch. Feldbusch? Aber die war Ja, nicht blond, oder? Oder war zwischendrin auch mal blondiert? Aber wirklich ein wenig blöd. Oder, nein, ich glaube, Die hat Nein, sich ziemlich gut verkauft. Die hat sich ziemlich gut blöd verkauft. also bin ich schon einmal, gell. Piep, piep. Ja, aber das verstehe ich nicht, dass es bei Frauen so ein Klischee gibt und bei Männern nicht. Also Frauen, sagt man ja, wenn die so und so ist, oder haben wir mit Anja letztes Mal schon geredet, wenn die irgendwie sich besonders schminkt, oder was ist die blöd. Ja. So, aber bei Männern gibt es nicht. Also das Aber verstehe wir ich nicht schminken ganz. uns nicht. Was? Wir schminken uns ja nicht. Ja, aber da kannst du ja auch sagen, hey, keine Bei Ahnung. die Mona Mit dem eingemägt Radl, mit dem schwarzen Bilder. Radl fährt. und anderen,
Was weiß ich? Ja, aber im Punkto Klischee, Melli, gibt es bei Männern eins, so ein internes, wo man sagt, also wenn einer Ja, so nicht und so. so, ist das so ein Frauengesetz, dass der nicht ganz vorher sein kann dann? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, nur eine Gell, wissen wir Autos, nicht eine wirklich. Schwanzverlängerungen, was soll da machen, Ja, sonst das weiß ich nichts. wissen wir, ja. Aber Sagt der sonst, eine, der einen Roller fährt oder ein Radl? ich hab Ja, das Frauen nicht. steigen halt aber auch schnelle Autos, wenn man ehrlich ist. Dann, Nein, Nein, Hauptsache ist vor. genau. habt ihr das Weil am Wort? Rücksitz, wenn du liegst, dann stehst du gell? Da kannst du nur so schnell sein. Ja, Na, oh also mein, das mit wie, genau, also das mit der Schwanzverlängerung, das kennen wir tatsächlich, gell? Also dass man sagt, also ich habe eine du, Zeit ich fahr lang, so einen kleinen Fiat. ja, was haben dann die so Yachten, so 500 Millionen Euro Yachten haben, so, haben die dann, Gar keinen. sind das gar keinen? Sie haben's nein, das sind Nein. eigentlich eh Frauen. Sind eigentlich, meinst du, das Frauen. eigentlich Frauen? Genau. Die rasieren sich die Beine bis rauf. Ja, aber wir haben ja schon gesagt, als Frauen brauchen wir es nicht. Hauptsache als Vater, kann man mit dem Floß umeinander rudern, Hauptsache wir bleiben über Wasser, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Sebastian ist einfach ein Abfäßig wie die Banane. Was sagt der Sebastian? Also ich habe keine mehr. Das ist leid. Was wäre Wieso? geil? Also Das Lidl und Kilo Aldi essen. vorhin. Das ist der Also der Sebastian sagt, er hat kein Auto, er braucht kein Auto, er hat einen Bullock. Bulldog, genau. Also ich muss aktuell sagen, ich muss euch echt jetzt, heute war der Todesstoß, mein Auto ist tot. Endgültig. Motor. Also man kann es noch flicken, aber ich habe jetzt da Bringt nichts nervt mehr. nicht. Ich sage lieber, mir ist das Heiligste ist mir, wenn ich mir über nichts aufregen brauche. Ja. Weißt du, wenn der Kopf frei ist, habe ich gesagt, haus weiter, schick's nach Litauen. Ich mag nicht mehr drüber nachdenken. Ich fahre jetzt mit dem Radl. Mit dem E-Bike. Ich gesehen da. Das soll ich auch. Aber ja, es Mit kriegt den Kindern wäre es halt dann schwierig, also wo ich die dann hinsitze, wenn ich es abhole, aber ich finde schon eine Möglichkeit. eine hinterm Sattel und eine vorne auf die Lenkstange und dann geht's dahin. Wie früher Und die Einkäufe, wo tun die hin? Einkäufe. Was brauchst du denn? Du Bananen hast du Ja, daheim? Kuhgrafik, genau. Mit so einem Oder jetzt Kerber. einfach zum Rucksack. Rucksack, aber dann schmeiß ich das Kind hinten am Rücksitz, dann weißt du schon auf dem Gepäckträger oben. Ja, bei Kann uns ist man helfen. aufgeschmissen am Land ohne Auto. Das ist Wahnsinn. In der Stadt geht's. Das ist alles erreichbar mit U-Bahn und S-Bahn und Busse. Ja, mit dem Bus kann ich schon auch fahren, Mit dem stimmt. Bus geht Aber bei uns da eigentlich muss ich jeder einen Koffer Stunde, aber mitnehmen, oder? Da muss ich so einen alten Weiber, so einen Ziehkoffer Der mitnehmen. Einkaufswagen. So ein Ragel. es war da eine Sache. Darf Mit man dem sich Trolley, auch, mit dem Trolley in was? weil es nicht so viel shoppen könnt dann, weil es nicht so viel drum könnt. Ja, Dann- wo du jetzt den Was da Fisch muss und sein? die Milch, Milch, oder Melli? Wo tut man jetzt das hier? Kann ich mir gleich eine Kuh bestellen, in Steiner da? genau. Jetzt Garteln anfangen über den Sommer? Du hast eh so ein Riesenhaus-Ding, also ein Vierseit-Dings, die Bums, du hast eh bereits ein Gas und ein Schof und Ja, du Hähner. musst dir kümmern auch, gell? Ja, das ist Nicht das. Macht das da. Musst dir Futter besorgen. Chemie einmal am Tag vorbei. Futter die Gas. Genau. Kuh. Ein Gas gelangt uns nicht, da brauchen wir schon eine Kuh. Also was da an Milch weggeht, ist schon krass. Der Kaber, Ja, der ja. wo bei uns gesoffen wird, das geht auf keine Kuhhaut. Also Milch trinke ich nur in meinen Kaffee drin und sonst eigentlich nicht. Ja, ich trinke schon viel Latte Macchiato, Wirklich? wenn der Tag kurz und lang ist. Und du, Melli? Ja, nicht mehr so viel. Mein Kleine braucht viel Milch. Ja. Kaber? Fängt schon langsam Bananenkaber an. oder Erdbeerkaber? Erdbeer. Erdbeerkaber. Ah, den habe ich auch Eiskalt. Eiskalt. Ah, ich liebe ihn. Eiskalt Erdbeerkaber. Ja. Aber nein, Pfiffe. Das, wo ich öfter gern trinke, das ist dann ein Eiran. Den mag ich schon gern. Da wo Ja, der- ein bisschen das ist gesalzt super. und so. Ich mag den mal. Mhm. Der kühlt ein wenig, gell, wenn man da so gescheit spitzt. Ja, ich mag Das ist noch so aber richtig- ganz kalt aus dem Kühlschrank raus dann. Und ja, Hallo, hallo, Hassan? grüß dich.
Grüß dich. Dann, was haben wir noch da? Schreibkanal. Jetzt müssen wir mal eine Frage ins Publikum stellen. Ja, steh. Kaba, Oder Bier. Sommer, kalter Kaba, kaltes Bier oder Eiskaffee? Ganz Milch ehrlich, vom wenn Stall oder mit Milch vom Kühlschrank? ich wäre nirgendwo Bier und ich hab Durst. Also jetzt sollte man auch erst einmal schreibt es einmal ein bisschen genau. Ja, schreib's. Dann Ja. verrückt euch. Tegernseher. Da trinkt schon mal einer Tegernseher. Gut. Der Roland hat zuerst auch gerade geschrieben, er war jetzt dann bei mir drunten in Lidl und hat Kasse hergekriegt. Sag ich dann, und treffen uns einmal, wenn er wieder da ist, ein Perlenbacher aus der Plastikflasche. Dann hat er auch gesagt, dann nimm dir lieber Tegernseher mit. Buttermilch, auch Buttermilch ist schon so ein Ding. Ein Radler, genau, Radler trinke ich auch ganz gern, wenn's heiß ist. Das darf man jetzt im Bayerischen nicht herlassen, weil sonst dann kriegen wir ein Video. Ein Radler. Nein, ich kann gar kein Bier nicht, auch für einen Durst kann ich kein Bier nicht trinken. Ich mag es auch nicht zum Essen, aber dann dafür den ganzen Tag. Also, du weißt ja, mich kannst jung mit dem Bier. Ich bin zwar aus der Holidau, aber Ich trinke auch ganz viele andere Sachen, wie jetzt ein Wein oder irgend sowas. Das ist mir schon fast lieber. Das glaube ich, kommt mit dem Alter mal, dass du irgendwie das gar nicht mehr so magst. Ist bei mir zumindest so. Ich kann nicht von anderen reden. also der Maiki trinkt kaltes Wasser, sagt er. Der Roland Burzel, er ist vom Tegernsee und ganz klar ein Bier. Oder eiskaltes Cola Light oder Energy. Gemälde. Ja, wir waren jetzt vor euch am wart ihr schon irgendwie jetzt zwischendrin mal Biergarten, Stadtcafé irgendwie? Ich war gestern essen in einem Biergarten, waren wir hier draußen, beim Streibewirt. Das war super. Also, haben wir mit zwei, jetzt dürfen wir uns sogar, glaube ich, schon mit 3 Haushalte zusammensitzen. Also, war überhaupt kein Stress mehr. Jetzt war der ganze Biergarten voll. Wir haben halt den Nachmittag um 3 haben wir uns getroffen. Um 5 Uhr hat es dann erst Essen gegeben und dann, da sind wir bis um 7 Uhr so gesessen, aber es war wieder mal ganz etwas anderes. Gegenüber, weißt du schon, kann man anfassen und Mit so. Menschen reden. Genau. Obwohl wir das in der letzten Zeit auch super finden, das Live-Filmen, weil man einfach reden kann und so. Der Maiki, mein DJ, ist am Start. Er sagt, er war gestern im Biergarten, das war mega. Ah, glaube ich. Also, unser Biergarten war tutti komplett überfüllt. Also halt, sowas halt. Und du bist nur angestanden. Also, du bist gar nicht zum Sitzen gekommen, weil es war ja Selbstbedienung. Und du bist nur mit Abstand, also den ganzen Biergarten entlang gestanden. Und dann wolltest du essen, dann bist du schon wieder gestanden. Also, es ist nicht sehr comfortable. Aber es Das wird sind ja jetzt. Im Biergarten lässt du jeder Essen selber mitnehmen, da musst du nicht immer so anstehen. Stimmt, darf man ja, gell? Ja, genau. Ah, ja, 6 gleich. Genau. Packst eine Banane aus Ja, und ein Ei. und ein Ei. Der Bananensplit nimmst mit und dann kannst du kredenzt das da. Biergarten, ja. Ja, aber ist jetzt da, glaube ich, auch wieder irgendwie unterschiedlich, oder? Dass für bestimmte Regionen kannst dich schon am Tisch zusammensetzen und wieder in andere Regionen noch nicht. Musst dann Das allein ist mit bei deinen uns so Leuten. unterschiedlich zwischen Stadtpasser und Landkreispasser ist schon wieder alles sehr ganz anders. Mhm. Aber nächste Ja, Woche geil. ist es uns wurscht, Schwemmeli, da sind wir am Chiemsee. Ja. Meine Lieben, ich habe einen Überraschungssong, einen Biergarten-Überraschungssong für euch dabei. Der eine oder andere werden kennen. Bestimmt schon mitgekriegt bei meinen Posts. Und zwar, Ja, wie weiß. also, jetzt nehmt euch ein Bierli. Draußen hat Oder es, die glaube ich, Banane. milde 25 Grad. Oder Zum Mitsingen Jetzt gibt es wieder Rap-Entertainment. Pass auf. braucht man einen Filter. Oder was? Ja, jetzt müsste das noch gehen. Ich wollte mir heute Nachmittag einen Filter Jetzt ist- suchen, aber Ich hoffe, wir bringen einen Text zusammen. Ist natürlich jetzt wieder alles Karaoke. Jetzt ist. heute hören wir die. Hört man es gut oder nicht so gut? Der Banane nicht. Er wohnt seit 10 Jahren da,
doch weiß nicht genau warum. Keiner lockt ein Ei außer der Landfrau. Aber der Bursche Uli packt den Sitz, Baskenmützen auf. Und schaut auf Kopien auf den Schützenhaus. Der Versoir hat schwer. Im Bayerischen ist richtig der lose Couloir und seine Beine sind verdeckt. Der Verdi, heute ist wer Hit. Das einzige polnische Wort dieser Grund ist Merci. Merci, der Ziel tut der Kopf nach dem vierten Standball. Erwischt mit die Chance und dann Weißer Staat, sein komplette Entourage schaut über zum Versoir und der Sock. Das Schor ist wesentlich der andere wird vom rechten Stück an, besucht die Tempus mit erlaubt mein nächste Rundenkopf. Schrecken liegt mit Gott einer hinten, das ist aber wenig Stand, nach der Blamage, der Versoir, zu der Courage, der Bagage, der Garage, der Parade, am nächsten mir ein Job, doch jetzt wurde engagiert aus hier. Trudelt. Lang hebelt der Gang, hebelt der ganze Schreibtisch Sitz und übersetzt den Kühe dort vom Vertibretter Sitz. In der rechten Sauvignon Blanc aus der südlichen Provence, aber der schmeckt dann an der gar nicht, er verliert die Kontinent. Du sagst in Trance, immer ständig vor unser Arbeitsaufteilung, dieser Ring aus der Balance. Der Franz ist auf dem Quick und schickt sie nur ein Stückerlei, der andere möchten einfach rufen, lasst und Führerschein. Aber der Franz ist simuliert, Probleme mit der Sicht, so gehen wir zum nächsten Schritt mit einer Anklage mit Gesicht. Der Anwalt sagt jetzt an zwei, verarsch mich nicht die ganze Zeit. Du hast kein grauer Stab und die schwarz-weiß für mehr als Frankreich. Der Franzi lässt er oben innerlich, der lacht der Schulter auf über kurzen Passen, sagt Monsieur, sie haben ja glatt verloren. So voll der Club, bevor er überhaupt raus vor der Plan geht auf der Point, sie sein Traumjob. Alles. Und auf dem letzten Stopp bleibst du auf und Job im Hocker. Einzudringen ist, wenn andere immer nur recht seltsam vom Haus ins Wechseln ist, kommt so was seltsam. Wie eine Fabrik, der Franz gucken zu, kokettiert mit der Wirtin, aber nix, sie kennt das Buch. Am anderen sein Handy leitet Trampler auf den Biber. Der Traumeister ruft dich, er geht hier, fragt, was ist denn? Der Nachbarverein hat in der Nachspielzeit Relegation verloren. Das Bier ist aus, es muss er noch schubbereit, es wird dann noch Schicht für euch zwei. Der andere laufen kann, der Basement, anderle. Der Franzi dreht den Schlüssel um die Gasse samt dem Hofgrund. Servus, Matthias. Ein Mann gefühlt, das hätte nie besonders gut. Doch auf Bonn gibt's eine frische Wanderung von Oberfrankenrück. Als Connoisseur davor, der kein williges Wissen, er war Gast der Wohnung bei den Oben klären die Gästen. Als früher Haus wurde der Verschweigen aus der Bucher. Sein rechter Arm ist gut beblucher, trotzdem kommt er lober, zippt ein anderer aus die Flammen und kriegt ins Haut. Weil er wusste, dass er nur seine linke Hand braucht. Oh, sie. Uns hier kauft zwei linke Hitscher noch einen rechten. Einarmige Banditen, die sie mittlerweile schützen. Sie trotten auf dem Trottoir, Corner, Kuhne, Glück verstehens miteinander, tragen drum, muss einer immer rückwärts geht. Prost! 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 Ich bin ganz dicht und ergriffen von dir. Oh, Wahnsinn. Das ist die neue Biergartenversion, ich sag's euch. Jawohl. Hey, danke für die hat mir die Sehnsucht zugepackt, dass ich mir gedacht habe. Was? Ja, ein Haufen Follower dazu kommen durch dich, jawohl. Das ist wirklich Banane. Hey, aber ich verstehe eins nicht.
wenn du singen anfängst, geht's von den Zuschauern so. Aber jetzt werden es wieder Ja, mehr. Wahnsinn. Ja, jetzt werden es wieder mehr. Jetzt fange ich gleich mit der zweiten an. Nein, Ja, der Ding, die der wollen uns Ding- ja reden hören. Ne? Auch. Der Roland war heute im Biergarten, hat er zuerst geschrieben, und der hat sich heute impfen lassen. Auch. Melli hat heute auch die zweite gehabt, gell? Ja. Ja, ich habe es gestern gehabt und ich bin also heute eigentlich ganz schön taub, muss ich sagen. Die erste oder die zweite? Die zweite. Aha. Ja, ich habe es erst am Mittwoch, die zweite. Hoffentlich bin ich aufs Wochenende fit dann. Ja, Ich aber glaube, dass man morgen geht. Ja, vielleicht nichts, Melli. Uns geht's aber gut. jetzt gibt es Schlechte Leute geht's aber gut. Ja. Unkraut vergeht. Der Christian raucht und sauft und wurscht, hauen wir noch was drauf. Müssen wir jetzt schon ein wenig anschränken. Ich komme aber so blöd vor, weil ich mir dann das live nachträglich anschauen kann. Immer Zigaretten im Mai. Das Ja. ist die Verlegenheit. Jetzt gehen wir nicht einmal so einen Gruppenzwang, gell, Meli? Weil wir Nein, genau. Oder? Kann man Kugelschreiber auch nehmen oder was und spülen. Oder Banane. Ja, Banane, schau. Das schaut auch ein blöd Oder aus. Gummibärli. So mit der Kuchen. Also Elbe. Jenny, okay, ich beiß schon nicht mehr ab. Tut mir leid. Ich kann das nicht so gut wie du, Christian. Das tut mir Nein, ich weiß schon, also das hat mir jetzt total gekauft, jetzt dann bei dem Video. War mir schön geschminkt. Ja, wunderschön. Wunderschön, also. Sophia, grüß dich. Aber Ja, Fräulein wir geht. möchten damit auf zu uns, liebe Leute. Wir haben 6 Einladungen, schau mal. Die Leonie ist heute noch nicht da. Ja. Ja, Leonie, die, meine, die muss halt, Ich geh gerade mal aufs die muss Klo. halt, der Kalle ist da aus Hamburg, oder? Oder Berlin? Ich weiß immer, ich sage immer, man immer aus Bayern. Aber Berlin ist Wie es sieht's auch aus, Kalle? relativ. Jetzt Subway. spielen wir mal Lotto. Genau, spielen wir Lotto. Roland, hast du was an? Dann komm rein. Probieren wir mal, ob wir dann einen Rapper einbringen. Ja, genau, erst. Sonst hätte man schon einen Vorschlag gehabt, aber die schläft schon wieder. Gell, Melanie? Ja, oder er ist jetzt gerade auf dem Heisel und kann nicht. Oder er sitzt tatsächlich auf der Terrasse und sagt, legt's mir mal. Ich trinke jetzt mal Genau. Halbe. Oder mit 2 Frauen im Bett, dann schaut es auch blöd aus. Was wisst du, das so ist bei den Rapper? Weißt du das weh? Ich glaube, dass er ein ganz disziplinierter ist. Der Maiki ist auch noch da. Maiki, wie schaut's aus? Gib mir mal ein Lebenszeichen. Auf geht's. Also Subway Abensberg schreibt. Ich brauche Hier kommen wir Verstärkung, uns ich brauche vorbei, ja, Verstärkung mit 2 Ja, Frauen. wir brauchen noch ein paar Männer da rum. Also Genau, nix so Frauenpower, ey. Der Christian Frauenquote. ist Ich bin aber der Einzige, der was sich niedermachen lassen muss. unterbesetzt. Ja, Okay. Nein, das ist nicht. Schlimm sein. Aber ich habe mir heute schon gedacht, heute Bananenthema, habe ich mir gedacht, was wird denn da wieder für Themen auf? Ich habe gesagt, ich gehe dann einfach auf. Ja. Ja, wir haben einfach also unsere Bananen genossen. Genau. Uns geht's gut. Roland. Ja. Der Roland, Purzel. auf geht's. Sehen Sie her. Schauen wir mal, wo ist er? Werden wir doch den erst noch mal reinbringen, oder? Trauen sie alle nicht. Aus die Flugzeug. So, herein mit euch. Na, auf geht's. Dort singt nicht schon mal. Der Box ja, aber zwar nur mit Alkohol, aber in der Box. Beim Bananenessen, der Sticker. Genau. Nein, also der Roland, ich mag auch nicht. Naja, ich sehe klar, ja, du schaust dir das wirklich daheim auf der Couch an oder so. Mir ist jetzt auch zweimal so gegangen. Du bist schon fertig oder hast schon geschlafen. Dann, zum Beispiel der Chaos, er mag jetzt live gehen, er mag das lernen. Ja, Ja, ich weiß was schon. tust- Und ihr weckt du stehst mich wieder auf auf und Nacht du- um irgendwas und ich denke Genau. mir, witzig, fix. Muss das jetzt sein? Oh mei, oh mei, oh mei. Aber was tut man denn nicht alles? Sie tun Dann, auch Ja, was Freilich bin ich da, grüß euch. Jetzt halt. Da haben wir ja einen Mo.
Ja. Ja, jetzt. Aber die Ehre. Grüß dich, habe ich der. Wo ist denn das Tegernsee? Nein, habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe gerade was Besonderes von der bayerischen Bierkönigin gekriegt. Ein Königinnen-Sud. König. Marianne Randl, grüß dich. Ja, von unserer Gmunder Bierkönigin, die 2 Jahre Bierkönigin waren. Aha. Ja, ich habe mir das halt vorbeigebracht. Sauber. Jetzt hast du einen Service. Eigentlich macht man die Bierköniginnen sind alle aus der Holidau, aber. Ja, jetzt war die letzten 2 Jahre war ich nicht von Was Gmund, denn? also vom Tegernsee bei uns. Ja, Nicht schlecht. Das Schweigen im Walde. Das Ja. ja. Ja, jetzt halt erzähl mal, was treibt man bei euch unten? Biergarten, Schwimmi, im See, Biergarten nur. nur? Überbevölkert Ja, nur. alles, oder? Und die ganzen Ja, Die leider. ganzen niederbayerischen Touristen kommen jetzt obi zu euch, oder? Ja, nur die Niederbayern. Nein, die Ja. Münchner. Über Ja, uns nichts halt jedes überhaupt. Wochenende. Aber mei, jetzt haben wir Gott sei Aber Dank ja, auch schon über über unter Sie- 30, mit wir sind bei 32 jetzt. Vor 2 Wochen waren wir noch bei 152. Marianne, los die Freiheit. Ja, weil unser Gemeinderat hat leider eine Versammlung gemacht ohne Maske und da haben sie dann mal schnell Die 77 nachfolgenden Leute, Sendungen verschieben sich um circa 3 Stunden. mit Familie und allem drum und dran. Grüß dich, Servus. Was, also der Christian redet. Wir haben jetzt einen Quertalk. Wo ist der? Ja. Aber jetzt sind wir nur zu dritt herinnen. Hast du Ja, einen nein, er vierten? ist schon da. Ja, der Roland ist da. Also, Ja, Christian wir sind haben noch nur vier. 3, oder? Da sind wir noch. Nein, wir haben 4. Sagst du Ich das hab- gar nicht? Ich nur zu dritt. Darum Ja, denken ich wir mit bin wem und jetzt Melli. die ganze Zeit. Also, Beim Christian ist bloß aber ich so ein bin nur, Kreisel. muss ich nochmal aussteigen und nochmal einsteigen. Also, Ja, ich bin da zu mal dritt, schnell also. aussteigen. Ich tue die schnell. Mach mal die Tür auf. Warte mal. Haben wir Jetzt holen wir wieder einer. Weil der Mani, darum habe ich mich schon gewundert, dass er redet und ich gar nicht mitgekriegt. Ich höre nicht. Müsste da wieder einer kommen. So, jetzt hat. Jetzt? Hallo, grüß Jetzt ist es so. Servus. Servus. Jetzt, oder? Ja. Das richtige T-Shirt habe ich auch. Jetzt. Suft ohne Grund von der Anja. Eile. Geil, unser Tegernsee-Liga. Schon cool. Natürlich. Achso, und jetzt die Ja. ganzen Mingerer jetzt bei euch vor der Haustür. Was hast du Oder wie? jetzt? Schon immer. Die haben 50 Ja, Kilometer aber- zu uns. Ist ja klar, dass die alle zu uns kommen. Dieser Preisen. Dieser Preis. Ich habe nichts dagegen, mir ist das wurscht. Ich verdiene ja kein Geld an denen. Du bist ja wurscht. Die können kommen, das ist mir egal. Ich habe eine schöne Wohnung, schön abgelegen und trotzdem mal bloß 5 Minuten zum See und alles. Also. Ja, aber kann man jetzt in dem See auch bauen? Weil es ist ja eigentlich nur so ein Schifferl fahren, Genau. oder? Der So kann man Tegernsee eigentlich ist nicht bauen. Tegernsee ist einer der saubersten Seen in ganz Europa. Ja, aber kann man da schwimmen drin? Ja, aber wir, Ja, aber wo kann man da rein? ja, überall. Wo am Im Ufer. ganzen See gibt es Strandbäder oder irgendwelche Echt? Badestellen. Ja, Was vom du Feinsten. warst vom Wahlberg weggeflogen und rein direkt in den Tegernsee. Ja, kannst du auch. Also ich Wenn's war da das kommt, öfter, also ich bin kein da eigentlich Problem. ziemlich oft, aber dem See habe ich noch nie einen Eingang Du gefunden. bist ja nur im Brauhaus drin. Nein. Nein, eigentlich, nein, bin ich gar nicht so. Eher in Gmund, da in Maximilian. Mhm. Ich Ja, war, aber wir haben in Gmund schon 2 Strandbäder mit Steg zum Neige, alles vom Feinsten, also richtig schön. Verrückt. du Glas, bist klare Wasser. ganz viel, weil die ist ständig nur in die Berge und überall unterwegs. Auch. Ja, die Anja ist ja auch ständig Ja, am Tegernsee. Ehrlich? Also scheine Ja, Gänger bei. Los Brutalos sind ja auch fast Nachbarn, Ja, genau, ja. 5 Kilometer weg von mir. Geil. Wo sind die genau her? Ah, aber nicht das. Was ist denn Nebergmund? Tegernsee direkt, oder? Nein, die haben Maria Stor. Also der Michi zumindest. Ja, da müssen wir bald einmal so einen Völkeraustausch machen, gell? Wenn ich von den Niederbauern im Bus Zeit habe, der unbedingt. Comedy-Künstler-Austausch Genau. runter und Dann dann sollen wir steigen wir wieder auf. Und dann fahren wir zu Ja, euch. Brutalos zu uns auf, genau. Unbedingt. Ich bin ständig bei euch in der Gegend unterwegs, weil ich mit Du- meinem Kasten reparieren natürlich. Du hast ja ganz gesagt, du warst erst in der Lindau in Grubig. Ich bin ständig
ganz Bayern unterwegs. Mit was? Röber, Lidl, Edeka, Rewe und so weiter. Die Kassen, die Laufbandel bei den Kassen. Ach so, ja, nicht schlecht. Der Laufbandel kannte ich auch brauchen. So, Die gängen aber kaputt, wenn ich zu den TikToks noch raufspringe, weißt Deswegen Nein. streitst du mit der Kassiererin. Nein, das hätte ich nie. Ja, mein Lidl-Problem. Wir sind aber glücklich, wenn wir kommen, wenn das Bandel wieder geht. Da Mhm. streikt keiner mit uns. Aber du musst gar Tegern sehr mitnehmen, da werden uns immer ein gescheites Passauer Bier, Hackelberg. Oder, Löwenbrauerei. ja, Innstadt haben wir noch, Bestel haben wir noch gehabt, aber das gibt's jetzt nicht mehr. Oder jetzt Aldersbach übernommen. Aber Bier ist Bier, wenn's kalt ist. Ist das schön, Wenn's dass kalt ich ist. Bier trinke. wenn es kalt ist und ich schenke der Oettinger in ein Glaslein, dann merkst du das auch nicht. Kennst du das nicht? Nein. Einfach, da können Leute über das Oettinger schimpfen, wie es meinen, aber wenn das Ja, kalt ist und ein genau. Glas eingeschenkt ist, dann weißt du das nicht. Ganz einfach. Da haben viele Leute schon Stammtische, solche Wettbewerbe, macht keiner oder Biersorten auskennt. Kennst du nicht aus. Ich kenne auch gerade bei Rotwein und Weißwein keine Farbe auseinander und dann was ist. Und Ja, Werbung. okay, nicht. Wegen der Farbe, aber ansonsten da ich das auch nicht kennen. Also ihr wart keine Kandidaten für Wetten, das im Prinzip, oder dann? Wieder. Ja, ich darf Rotwein und Weißwein auseinander kennen, an der Farbe, aber ansonsten, Genau. ansonsten weil, ein Rosé darf ich vielleicht auch noch kennen, aber dann war ich schon raus. Also. Schmeckt ja nur. Ist so wurscht, egal wie. Bier schmeckt ja, wenn das in einem Glasl ist und du keine Flasche dazu siehst, dann Ja. weißt du das nicht. Ja, genau. Das ist einfach, wenn ein Bier Ja, kalt aber- ist, dann schmeckt es nicht Dann auseinander. schmeckt ja, aber dann schmeckt eigentlich, dann braucht man eigentlich gar keine große Braukunst, weil das Bier wie Bier schmeckt dann, oder? Oder auch nicht? Also was macht's aus? Dass das Bier dann besonders gut ist im Vergleich zum anderen Bier? Es gibt schon, die sind her, aber die sind ein wenig milder. Das kenne ich aber auch nur, wenn ich jetzt einen direkten Vergleich habe. Also unser Bier mag keiner. Von unserem Was habt Dorf. ihr für uns? Grocki. Ja, Grocki ist auch so, irgendwie so verschiedene Marken wie Oettinger fast ein wenig, gell? Ja. Ich mag Oder die wir bist mit der dunklen- Faltner Brauerei verwandt. Ha? Wir bist mit der anderen Brauerei verwandt. Faltner, Ja. oder wie heißt die? Genau. Falter. Falter. Schau, Also mein Bruder Falter. bringt mir jede Woche 2-3 Tage Bier. Der hat einen Schlüssel für meine Wohnung. Nein, der hat einen Schlüssel für meine Wohnung, weil bei mir kann er saufen, ohne dass ihn der Alte schimpft. Oh. Dann Und, sauft er aber viel, wenn es schimpft. und der bringt mir aber einen Falkenberger. Vom Netto, glaube ich. Ja, das sollte nicht schlecht sein. Du weißt auch nicht, was im Endeffekt drin ist. Das ist Aber gar nicht das schlecht. Felsen Schelwe Ich kann springen. das saufen. Und ja, kaum hat man einen Mann herin, müssen wir nicht über Bananen reden. Passt. Ich schaue es immer wieder. Und ich weiß Haben auch, wir wie wieder wir bei die Zahlen Bananen. wieder nach unten bringen. Da fragt der Klar, fragt, wo bekommt man Grocki? Laura, grüß dich. Mhm. Grocki gibt's das war bei uns, da ist sogar der Bierwagenfahrer weggekommen. Ja, der ist Grocki halt oder, immer dabei. oder bei uns war der Paulaner aber da. Wir haben auch einen Bierfahrer gehabt. Der Limofahrer war das bei uns. Der Der hat immer die Kracherl. geilen Brausetabletten, das Mhm. Brausezeigel hat es immer gegeben. Wo ist bei euch, ist das Limo auch ein Kracherl, oder? Ja, Grachel. Grahe. Mhm. Klar, bei uns war es aber das Libella in den orangen Griffe, die Flaschen. Genau. Mei. Genau, da hat's doch so Brause gegeben, die hast du eingeschüttet und dann ist das Limo Waldmeister geworden oder irgendwie Eine sowas. Heubrause. Auch Genau. Halbrau- Ah, heute, die gibt es ja heute noch. Die saugt ja mittlerweile mit Wodka. Genau. Genau. Aber dann, Vorne Brause. wow. Ist nur blöd, wenn du das verkehrt rum da machst. Wir jetzt Genau, erst du- den Wodka drin und dann die. Oh, Genau. ja, das ist ganz schön verkehrt. Ja, aber das war vor 5, 6 Jahren war das ja so Mode mit dem Ding, mit der Heubrause wieder, gell? War schon Ja, länger. total. Und dann hast du Subbrenner und alles, dann freut dich schon wieder nichts mehr. Nein.
Also, wir haben Was da im recherchierst Mund. denn du, Christian? Hä? Bitte? Was recherchierst denn du? Ich schaue gerade auf Instagram, weil ich kriege aber Nachrichten und zeige und ich schaue auch, wie viele Demonstrationen haben jetzt dann. Schon wieder Ja, einer ja, dazugekommen. Schon wieder einer. Wahrscheinlich hat mir die empfohlen und wieder seit der Reihe erwähnt. Ich so, oh, dann 5 Jahre schon waren. Dankeschön, Bei mir steht, bei mir steht da 14. Servus, Live lieber 14. Charles. Also, ja. Da mein Clubhaus-Spezi haben wir da. Der Christian ist jetzt auch schon auf Clubhaus, aber ich habe ihn noch nicht Danke. in den Raum gekriegt. Gell? Der Charles Hey, hat. ja, ich schaue aber, wenn du einmal bist, aber ich krieg das aber nicht mit. Du gehst aber so Ja, spät das abends. nächste Mal. Oder ich bin Dienstag nicht sind wir dabei. immer. Dienstag Weil so machen wir hier aber ein bei DJ. anderen ein bisschen zu. Nein, das nächste Mal lade ich die ein. Ja. In Mundartraum. Das ist immer lustig. Da haben wir einen Haufen Leute, die Ja, ich bin bei den zwei Wenn sind wir Gruppen. ein Dialekt sprechen sollen. Dann haben wir vom Genau. Sachsen da drüben du, bis zum Schwäble alles drin und da lachst du krank. Weil jeder soll in seinem Dialekt reden. Und am Schluss stellt sich raus, dass wir uns eigentlich trotzdem alle verstehen. Ja. Obwohl jeder krass mundartelt, sage ich jetzt einmal. Und zwischendrin liegt dann der DJ Fleischberg, der Meatloaf, legt immer noch die aktuellsten Mundart-Songs Ja, aus geil. Österreich, Bayern und so weiter auf. Da, wenn man sprechen mag, muss man auf die Tasten drücken oder auf sein Profil, oder wie ist denn das? Ich muss jetzt wirklich mal mitgehen. Ja, du hast dann unten also du kommst in den Raum und dann kannst du zuhören. Und Genau. wenn du praktisch auf die Bühne möchtest, wo die Moderatoren reden, kann man beliebig viel Leute aufholen, dann Mhm. kannst du deine Hand heben und dann können wir oder die Moderieren die aufholen. Und die entweder auch zum Moderator machen oder einfach nur reden lassen und die dann halt wieder, du kannst dann selber wieder oben gehen in den Ja. Zuhörerraum und so weiter. Und du musst dann, wenn du oben bist, immer dein Mikrofon wieder stumm schalten und nur oben machen, wenn du redest, weil wenn du auf dem Scheißhaus wächst, hört man das. Ja, Zum genau. Beispiel. Also Ja, nix aber für haben die. wir ein Boot bei öfter, gell? Jetzt bin ich in der Gruppe, da waren gerade 5 Leute drin und da, jetzt ist der Schauer Christian da und jetzt wird's länger und so, kennt ihr es mich oder was weiß ich? Ich bin dann gleich wieder abgehauen, bin mir direkt beim Bleb vorgekommen. Was ist denn jetzt mit dem Ding? Ja, Der ist nicht mehr da, Juli so richtig. ausgepurzelt. Ja. Jetzt Der dreht sich alles. Purzel aus Influenza ist Cool, da. Wer ist denn der da. Purzel? Bekanntes Bier, ja. Ja, ich kann schon wieder nichts lesen. Ja, bei mir ist es auch so. Das Instagram spinnt stellenweise so stark. Ja. Laura, Vivian, magst du mal einer oder Marianne? Du bist Oder der ständig Charles, der ständig Charles könnte unter- mal, dann zeig ich dir mal und hör dich nicht bloß immer. Wenn? Ein Charles. Ja, genau. Du sagst ja die Leute nicht, du hörst es ja bloß reden und Genau. sagst die halt über die Ja, da ist Profilbilder, es aber schon. leider Scheiße checkt aus man es nie. Ja, nicht, dass er jetzt auf dem Heisel hockt, ja. Nein, so sieht man gerade fließen im Hintergrund. Servus. Ja, Das ist ja nicht- Wahnsinn! Grüß Ich habe dich! hab mich jetzt gar nicht Ich sehe schön jetzt gemacht. nur, weil Wenn ich ihr mir gewusst serviert. hätte, hätte ich mich noch... Jetzt pass auf, ich schön glaube, dass gemacht. der Christian wieder nicht sagt, dass wir schon Ja, wieder ich einen weiß nicht, Gast was haben. das Instagram spielt. Servus. Ich gehe nur mal raus. Zack. Hi. Grüß dich, Charles! Endlich Servus. sag ich dich mal! Ja, ich sehe dich ja immer auf Instagram. Ich gucke ja mal deine Stories an, wenn du Cool. am Singen bist und so. Gucke ich mir mal an, ja. Du, jetzt wird es mir Zeit, dass wir mal ein paar Leute, die man da wirklich jetzt über Monate kennengelernt hat, gell, auf diesem Clubhouse einmal so Auch mal, Live-Sekten trifft. auch mal sieht, oder? Ja. So, Da ist er wieder. Ist grüß es. dich, servus. Du, wo kommst du genau her, Charles? Du hast ja so einen geilen Dialekt. Bin ich. Irgendwie fliege ich hier immer raus. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie eine schlechte Verbindung mit Instagram hier, oder? Kann es sein? Hört ihr mich? Ich bin Ja. halt wieder. Ja, Ich bin halt. Ja. Das ist irgendwie eine schlechte Verbindung immer mit Instagram. Kann das sein? ja, da hat man so oft Probleme, gell? Ich immer Ja. mit dem Lesen. Aber, ist aber irgendwie ich sag komisch. dir jetzt. Ich sag dir. Ich Und sag hör dir. Ja, jetzt passt wieder alles, gell? Ja, jetzt passt wieder alles. War schon klar. Also, wo kommst du genau her, Charles? Der Dialekt? Ich bin in Hamburg geboren, wohne aber schon seit 50 Jahren in Frankfurt am Main.
Also Hamburg. kannst schon sagen Hesse, kannst schon sagen fast ein Hesse, ne? Ich bin Also zwar in Hesse. Hamburg geboren, aber hier in Frankfurt groß geworden, das hört man halt dann auch. Ja gut, aber du kennst ja Hamburgerisch auch. Das Hamburgerisch ist schon geil. Ja, also mein Vater spricht doch wirklich richtig Plattdeutsch, aber ich kann das nur, wenn ich mich richtig drauf konzentriere. Dann muss ich erstmal vorher 2 Eierlikör getrunken haben, dann geht es. Astra. Habe ich sogar tätowiert. Das Astra-Zeichen. Das Astra-Zeichen, ja. Ja, moin. Aber dann darfst dich nicht mit BioNTech impfen lassen, gell, wenn das Astra-Zeichen, Ja. das verträgt sich nicht. Ach hat so, man mir ja. gesagt. Da macht nichts. Da essen wir Banane und dann passt es wieder. Bier auf Wein. Das darfst. Wir haben halt Banana Day. Also die Ria sucht das Obst immer passend zur Bluse aus, oder was? Ja, wir haben ja heute, ich bin ja heute Bananenlieferant. Lady Chiquita, Ah, okay. weil unser Christian macht ja TikToks, also die Melli ist TikTok-Star und der Christian ist TikTok-Star aus Niederbayern. Und ich verfolge immer seine TikToks und verwende es dann, also die Gags praktisch in die nächste Live-Sendung. Und er hat praktisch Böses mit einer Banane getrieben beim letzten TikTok. Und ich habe das Ja, aufgegriffen, mehr Klicks durch Bananen. Ne? Okay. Wenn du Ich die frag jetzt nicht, was er Böses mit der Banane gemacht hat. Ich will es mal nicht wissen. Ich kann dir mal den Link schicken, das ist ganz normal. Bitte? Ja, ich kann dir den Link mal schicken, aber ich habe nichts Böses getan. Okay. Nein, er hat es überspitzt dargestellt, wie Wie manche Frauen versuchen, Follower zu gewinnen. Ah, anhand okay. von wenig Mhm. angezogenem und obszönen Bananen-Essverhalten. Genau. Würde aber theoretisch auch mit einer Gurke gehen, oder? Genau. Ja, aber Auf sie den schmeckt halt nicht so Kleidung gut. können Sie auch eine essen. Eher mit einer Salatgurke oder Gewürzgurke? Also ich frag für einen Salatgurke. Freund. Ich frag für einen Salatgurke ist die Freund. Frauen, glaube ich, lieber. Also, schmeckt tut mir am besten eine Banane. Ja, Ja, das nicht schon. vor laufender Kamera Salatgurken pfeifen, muss ich ehrlich Oh, sagen. mag ich sehr gern. Einfach Salatgurke abbeißen, ein bisschen Salz drüber streuen, mag es ganz gut. Es gibt ja Aber- die kleinen Gurken, die Snackgurken. Ja, aber das schmeckt alles so wasserig. Gesund. Die schmeckt Ja. lieber Gummibärli. Ja, Mir würde es nicht schon, wenn ich einmal. Was macht ihr alle so? Macht ihr alle Musik? Seid ihr alles MusikerInnen? Ich gar nicht. Habe ich kein Talent. Ich bin mehr so der Komiker und so, ja. Okay. quer durch die Bank. Ich sehe deinen Namen Singer gar kann, nicht. weiß nicht. Wie heißt denn die junge blonde Frau da unter mir? Melli. Melli, Servus Melli. Aber ihr kommt alle irgendwie aus Bayern, oder? Kann es sein? Ja. Ja. Wir zwei sind wir von Niederbayern. Genau, da schreibt der Riedel Sebastian, wenn der Schauer Hochdeutsch spricht. Ja, Probieren wir jetzt gleich mal aus. Machen wir einen Hochdeutschkurs. Lieber Oh Gott. Christian, du musst jetzt Hochdeutsch sprechen. ja, mittlerweile kann ich es schon ein bisschen, aber ich komme mir da immer so blöd vor. Das Und verstehe ich. Und ich will mich auch nicht verstellen. Ich bin, wie ich bin. Wer mich einer nicht versteht, dann versteht er mich halt nicht aus. Amen. Pfico. Ich mache halt meine Übersetzungstexte allerweil dazu. Genau, wir zwei müssen wir immer Geil. bei den TikToks Untertitel machen, damit uns Leute verstehen. Was macht die Melli? Was machst du? Singst du auch oder spielst du Klavier oder? Nein, ich mache halt auch so ein bisschen bayerischen Humor oder tu mal wieder die Blondinen verarschen. Entschuldigung, Oh, in die So leid. Armbeuge bitte, immer in die Armbeuge. wir sind daheim, da ist wurscht. Ich spreche nicht Hochdeutsch, Mariandl. Man kommt sich irgendwie ein bisschen komisch vor. Man versucht so immer so zu reden, dass andere verstehen, aber das ist einfach nicht so. Wie wenn ich jetzt dann sage, okay, passt schon, also was Ja. treiben wir und man verstellt sich ein gewisses Ding, aber wenn wir dann einmal berühmt sind, dann haben wir Fernsehauftritte bei Melanie, dann Dann müssen wir wird einfach ein bisschen bayerisch Hochdeutsch reden. Nein, da wird auch bayerisch geredet. Wenn uns Darum nehmen Niederbayern wir TV jedes Mal mal einen einweiht. hochdeutschen Gast zum Üben. Ha? Ich mag hier das Bayerisch unheimlich gerne. Ich mag es wirklich gerne. Ich bin großer Bayern-Liebhaber.
Ich höre generell gerne Dialekte, egal von woher, ob es jetzt ein Schweizer ist oder ein Sachse oder so, höre ich immer gern zu. Ist so schön, wenn es beibehalten Zum wird. Ja gut, Ja. das stimmt, da gebe ich recht. Aber ich finde so die Schweizer, wenn ich 2 Minuten im Schweizer zuhöre, ist es wie so eine Art Koma-Erfahrung, Nahtoderfahrung, weil Kindergarten. weil die schläfern mich immer arg ein. Also Die verniedlichen alles so. Ich habe immer Verrückt. Angst, dass die Hals wegkriegen. Ja, dafür haben sie das Trikot lassen. Da unten. ja, das ist auch das Einzige, glaube ich. Ah, der Akku war's. Ja, ja, aber im Prinzip stimmt es schon. Also Dialekte sind natürlich immer toll. Wie ist es eigentlich, wenn ihr auf Bayerisch gendert? Ist dann innen, ist es immer auch gegendert? Also ist es, oder gibt es da noch einen bayerischen Dialekt Oh. Genderinnen? Ich weiß nicht, oder ist es dann auch Hochdeutsch gegendert? Mandal, Weiberl und Yes. Hunderl. Dirndl. also gibt's die jetzt nicht, aber da Gibt's Nein. nicht, oder? die schlimmer. Also mit den Gibt's im Gender. Dialekt nicht. Gibt's im Was Dialekt wird nicht. eigentlich? Also da bin ich. Jetzt. Red mit Da brauchst du die Falschen, Charles. ja. Ja, übrigens, was ich sehr abgefahren finde, Ria, du hast nicht nur deine Frucht farblich abgestimmt zum Hemd, sondern das Getränk auch. Also das ist alles so, in dem Gelb-Orange-Ton ist es einfach, ja, stimmig, einfach stimmig. Ja, die hat so einen Haufen Requisiten zu Hause, das ist. Du hast heute keine Lust gehabt auf Tomatensaft, gell? Sonst hättest du eine rote Bluse angehabt, oder? Ja, Tomatensaft mag ich nicht so gern. Das habe ich heute schon mit der Bolognese-Soße ist mir das heute schon vergangen, die rote Farbe. Okay. Aber ich glaube, dass der Hast du Tomatensaft dich vollgekleckert? Ja, eben musste halt Kinder, ne, so Kinder, das man schmeckt nicht und das mag man nicht und dann mag man lieber das und dann mag man Pizza und dann mag man da Tomaten drauf und dann mag man, also dann irgendwann Was hat man trinkst halt du? ein buntes Hemd, ne, so, überwiegend rot, gefärbt. Okay. Es stört euch nicht, wenn ich meinen Korn aus der Flasche trinke, oder? Nee, ja, Respekt, Respekt. Da blubbert's, genauso muss sein. Habt ihr Ja, schon aber das ist ja Wasser, oder? Ja, ist Wasser, ist Wasser. Aber es sieht immer aus, als wenn man so eine Doppelkornflasche ansetzt. Ja, oder? genau. Das ist, ja. So Latscher-Diesel hat man Ja, bei uns. mir war das Leon hat Heilwasser und das trinke ich auch immer aus der Flaschen und immer wenn im Auto, wir schauen es mir alle an, so, ui, die gibt es aber jetzt gerade. Nur Heilwasser. Das ist so die Hallo. Bückware vom Aldi, ist es. Ja. Das Die Günstige. Das Günstige dann drunten, ja. Ja. Was ist das Wasser? Kennst du Nee, Bückware? der günstige Korn. Das ist geil. Keine Glück. Bückware, nein, das habe ich nicht kennt. Ist das geil. Die Bückware, was so billig ist. Ja. Das ist auch wie einmal Bückware. Genau. Ist immer unten ist das ganz billige, weil Ja. das kaufen ja nicht viel und das in Augenhöhe ist einfach leicht zu erreichen und Bückware Das ist ist immer teure. unten das billige, genau. Und Ja. Quengelzone kennst du auch dann, oder? An der Ja. Kasse. Ja. Wo dann Kinder dann sind und denken immer die Süßigkeiten, die was sie immer aufgestellt haben. Das hat alles seinen Grund. Kinderwagenhöhe, oder? Immer. An der Kasse ist immer an Süßigkeiten und so, weil das sehen dann die Kinder wieder noch unter Mama, Mama, bitte, bitte. Und von der Kassiererin willst du ja nicht lange um einen anstrengen, dann bekommen sie es einfach. So machen sie die Geschäfte wirklich Gedanken, wie sie Geld verdienen. Mhm. Hat alles irgendwie einen Hintergrund. Was gleich der nächste TikTok. Ist doch cool. Die Bückware. Die Genau. Bückware, ja, wo der Doppelkorn nur 2,99 kostet. Genau. Muss ich mit dem Wein dann Bei machen. uns halt, ihr seid ja noch alle so jung, ne? Früher gab es ja Latscha. Ich bin, glaube ich, der Älteste noch hier. Latscha kennt ihr nicht, ne? Klatscher. Latscha. Das war so vor Rewe, das war so 60er, 70er Jahre, gab's Latscha. Das war so wie Edeka, genau, war der Vorgänger von Edeka. Und da haben wir immer zu diesen Billiggetränken, haben wir immer Latscha-Diesel gesagt.
weil es so, weißt du, so Discounterware zum Aha. Reinkippen. Das hieß Latscher-Diesel. Und dann hieß es Bückware. Genau. Der Pennerglück. Latscherdiesel. Ja, Pennerglück. Benedikt, genau. Leonie, hallo. Man gar nicht. Genau. Das heißt praktisch. Bei uns Das war heißt es ja der praktisch. Kramerladen früher. An jeder Ecke oder in jedem Dorf hat der Kramerladen gehabt. Ja. Oder Tante-Laden. Ja. Die sind dann auch alle gegangen worden, eben durch die Discounter und so, hat sich nicht mehr gelohnt. Das ist eigentlich schade, weil da ist das ganze Dorf ein bisschen zusammengekommen auf einen Da Ratsch hat und es so. den besten Gürtel gegeben. Genau. Und der Zehnerlei. Ja. Wir haben auch einen Grammerlohn gehabt. Der war cool. Ja. Wir haben 3 gehabt. 3. Mhm. Wir haben auch zwei Also- gehabt, mit einem Dorf von 1000 Einwohnern haben wir 2 Grammerladen gehabt, ja. Aber da hat es, weißt du, ich überlege gerade, hat es eine Bückware gegeben. Also da war halt der Zucker dann unten, das war eher so für die Frauen, die immer so Buckler gegangen sind, mit den Wägen, die haben das immer schön einsammeln können, so Zucker und Ja. so Zeugs. Das war früher, war das auch diese Kramerläden, die waren ja nicht so verkaufsstrategisch eingerichtet, weißt du? Die haben ja alles so zusammengeräumt, so das Waschmittel neben die Schokolade, dann hat Ja, die genau. Schokolade ein bisschen nach Persil Du hast geschmeckt, ja keine Selbstbedienung nicht gehabt. Du bist Genau. gegangen an den Laden und die Bäcker hat dann gesagt, ich brauche Schuhbänder, ich brauche Radiergummi. Du hast ja Genau, alles. das stand irgendwie alles auf einem Regalmeter. Heute ist das Genau. ja alles strategisch eingerichtet. Weißt du, heute Ja. wirst du ja durch den Laden geleitet und da werden ja die Ströme werden ja, früher war das ja alles irgendwie charmanter, oder? Ja, stimmt. Persönlicher. Milka Schokolade lieber Persil. Ja. Ja. Ja, es war doch wirklich so, Lieber ja. Lenore. Ja. Weißt du, Hat dann immer so ein bisschen seifig Das hast du geschmeckt, die geschmeckt, genau, das Schokolade. hat er angenommen. Ja. Ja, das war, ja, so war das früher. ja. So war das früher. War irgendwie alles charmanter, Genau. Mhm. oder? Da gab es so 2 Sorten Schokolade, Zartbitter und Vollmilch und das war's. Fertig. Ja, und da Genau. hat es viel mehr Pornozeitungen gegeben. Weil Ja. wir die als Kinder immer angeschaut haben, die nackerten Ja, weil die Frauen, witzig haben wir ja nicht gewesen. dürfen, ja, aber die waren, glaube ich, die waren unten. Also du hast oben Zeitungen und Wendy und Ja. unten waren dann, pass auf, waren die unten oder oben? Weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall sind wir immer dann vorbei und haben so gelacht, die nackerte Frau. Aber Und die das kann war ja, voll. Das Bei heißt, uns das war es hat ja ja schon ein Problem, wenn du der Bravo gekauft hast, weil ein Nacker die drin war. ja. Das ja, ist, ich deswegen habe mir hab ja ich nur den gekauft überhaupt- wegen Sylvester Stallone, Rocky, Rambo, Hurra. Und Nee, da, ja, deswegen hast du den ja auch gekauft, wegen der Fotolove-Story und wegen Dr. genau. Schwedlin. Dr. Sommer. Oder? Nur wegen Dr. Sommer habe ich Bravo Ja, gekauft. Das ja. war das Einzige, was mich interessiert hat. Endlich mal ein paar Brüste gesehen, fertig, darum ging's doch. Wir Hast haben eh Endlich nichts mal gesehen, weil sie nur so Menschen solche Buschen gehabt haben früher. Was, Christian? Weil sie nur sicher eine Buschen gehabt hat. Man hat eh nichts gesehen. Ja, das war noch, sagt man, 80s. Ja, Ja, Let it grow. ja. Das So, war okay, hier Juli. Lena mit den Achselhaaren. ja genau. Lena, Mhm. ganz genau. Unvorstellbar Das war da noch drin, ja. Ja, aber Was? ich glaube, das kommt wieder. Das kommt wieder, ja. Ja, ja. Ja. Das kommt wieder. Denken wir immer mehr Frauen. Ja. Ja, ja. Also wenn ich heute manchmal im Bus fahre, haben die Frauen mehr Haare an den Beinen als ich. Ja, da denke ich mir, um Gottes Willen, krass. Ich habe ja diese Woche ja das Video gedreht, wo ich mit der Sense nach Hannover gefahren bin. Ja. Und Busch aus dem Brunnenwiesel mähen. Weil Was da, nicht redet, die hat halt wieder ein Video gemacht, nur mit diesen Dingen, mit den Haaren heraus. Die hat so einen Erfolg jetzt mittlerweile, nur weil sie irgendwie so am Busch drauf gelebt hat. Und die Leute glauben das auch noch. Der TikTok. Ha! Wo aus der Hosen die Perücken rausschaut, sozusagen. Genau, ja. Ja. Aber du musst mir mal bitte deinen TikTok Es ist Kanal auf schicken. Instagram, kommt sowieso das gleiche wie auf TikTok auch. Ja, okay. Ja, jetzt gucke ich gleich mal. Genau. Ja, aber es ist doch krass, was man da für nette Leute kennenlernt. So ist es übrigens auch fast auf Clubhouse. Kommst Wir in sind einen Raum im- rein und lernst einfach gleich kennen, die wo da gerade sind und sich unterhalten. Ja, ich finde es cool, oder? Ich finde es auch cool, Also ich weil bei find- Clubhouse kannst bei Instagram hast du nur 4 Leute weiter dürfen. Und bei Clubhouse können auch viel mehr damit reden.
Es ist halt nur sprachlich, aber das ist ja egal. Jetzt werden wir uns ja nicht sehen, dann haben wir jetzt mehr Podcast, was alles so da. Also manchmal ist es gut, wenn man die Leute nicht sieht, sondern nur hört. Das ist dann manchmal auch ganz gut. Manchmal ist es auch nicht gut, wenn man sie hört, aber es ist egal. Aber nein, ich habe ja mit der Ria am Anfang, als du neu auf Clubhouse kommst, haben wir schon die ein oder andere Nacht lange miteinander geratscht, gell? Ja. Mit der Alt-Alexandra noch dabei. Genau, mit der habe ich gerade vorher telefoniert. Cool. Also Ja, auf Clubhouse lernst du nicht alle kennen. Der Charles ist ein krasser Fotograf, könnt ihr auf Instagram mal schauen. Dann die Alex ist Politikerin. Also du lernst halt querbeet Schauspieler, Fotografen, Künstler, Comedians, alles Mögliche lernst du halt da kennen. Ich bin die zwei Gruppen bin ich schon alle einmal ein bisschen durchgegangen. Wer immer so dabei ist, aber man kennt halt dann viele nicht. Darum ist das schon cool. Ja, das ist schon cool. Aber ich meine, wenn man nicht auf den Mund und auf den Kopf gefallen ist, geht es eigentlich ganz gut, gell? Ja. Ja. Es hat ja immer nur auch für iPhone gegeben. Jetzt haben wir Trio und ich schon eben diskutiert. Ich habe ja Android, geht nicht. Jetzt ist es endlich rausgekommen. Jetzt geht's, ja. Aber glaube ich auch noch nicht mit allen Funktionen. Wie ich kann zum Beispiel Instagram nicht verlinken und so. Ich glaube mittlerweile schon jetzt. Ich glaube, das Update musst wieder runterschmeißen und wieder aufholen. Nochmal neu drauf. Melli, ich lade dir mal ein auf auf Dinger. Weil man kommt ja eigentlich nur dann durch Einladungen in die Gruppen rein. Ja, ich lade Melli auch mal ein. Genau, der Klaus sagt gute Nacht, wünsche ich allen eine gute Nacht. Ja, gute Nacht, lieber Klaus. Danke, gute Nacht. Nach Frange. Frangeland. Alter Frange, du aus Kulmbach. Das ist auch ein sehr bekanntes Bier, gell? Ja. Ich wollte was sagen. Ich hab's vergessen. Das kennen wir mir, gell? Das ist auch so. Das können wir, ich wollte was sagen. Achso, Aber- ihr hattet vorhin noch einen anderen Kollegen dabei. Habe ich dem jetzt hier den Platz weggenommen, oder was? Nee, der hat rausgeschmissen. Der ist rausgeschmissen. Oder er ist gegangen, ich weiß jetzt gar nicht. Also wenn Naja, ich die Ria so der sehe, Akku war leer. wenn ich die Der Akku Ria war so leer. sehe, Bananen essen, das inspiriert mich gleich. Da kriege ich auch Hunger. Ja, bekommst deine. Nimm. Wir haben ja halt Banana, Dayo. They like a man, you wanna go home. Melanie muss die Haare noch schamponieren. Wieso denn? Ja, ich muss mir noch Tor waschen. Banane Banane Habt ihr heute echt irgendwas mit Bananen gemacht, oder was? War der Ria ihre Idee. Ja, du hast mir auf die Idee gebracht. Du, Ja, aber da hätte ich was für heute Abend. Bin schon wieder raus. Der ist schon wieder raus. was? Ich glaube, ich bin schon wieder raus. Hört's mir jetzt live? Ja. Ja, dann passt's. Gute Nacht. Jetzt habe ich gecheckt, wie ich euch direkt abonnieren kann. Das habe ich jetzt gerade mal gemacht. Warte mal. Ja, genau. Jetzt pass auf, da bist du. Also, jetzt habe ich dich auch abonniert. Warte mal, ganz kurz, ich muss jetzt mal hier. Ich bin auch da, mir ist nichts passiert. Ja, passt. Da haben wir öfter welche dabei, wo man nur die Decke sieht. Ihr braucht keinen Krankenwagen rufen, ist alles in Ordnung. Ich musste mir gerade nur mal die Haare zusammen machen, weil es mich gerade genervt hat. So, sorry. Es war ein rein kosmetischer Eingriff gerade. Es ist also, wie gesagt, nichts passiert. Gott sei Ich Dank. mag solche Typen, wie du bist. Das ist so geil. Was? Solche Typen wie du, das ist cool. Ja, Weil ich mir jetzt gerade, Guck mal hier, Nein, generell überhaupt. Generell von der Art Ja, her, vom ich hab euch ja Styling. schon ein paar Mal gehört. Ja, Ihr seid immer in dieser Vierergruppe, ne? Also zumindest die Melli und wir haben eigentlich normalerweise immer am Pro-Menü irgendwie so dabei, aber diesmal hat es nicht geklappt. Ja, wir haben doch jetzt Jetzt haben wir da im Promi. Ja, schau. Wen? Ja, dich? Dich? Mich? Ja. Du Hamburg. Haben wir selten am Start hier. Ja. In der Bayernfront. Also ihr habt echt da so eine eingefleischte Bayernfront, oder? Ja, also
wie gesagt, wir treffen uns halt, dass wir uns einen Frühschoppen halt abhalten auf Nacht um 12:30 Ja, und schauen wir, wer uns über den Weg läuft und erzählen uns die lustigen Schwenke aus vom Genau. Tag so. Das Und ist, genau, und was halt jeder gerade so macht, was Melli gerade irgendwie TikTok-mäßig am Start hat, was sie inspiriert, was an Christian inspiriert, was er mit alles gebracht hat. Und praktisch so die Kreativ-Posse so ein bisschen, wir laden halt auch immer, was lässt man bei Anja Bavaria da, Sängerin Los aus Brutalos, Tegernsee, genau, Los genau. Brutalos, also die wir kennen, Tanja Reit war da, einfach Musiker, Comedy haben wir noch gar keinen Tag gehabt, gell Christian? Außer Aber dir. ich schaue jetzt da einen reinbekommen, die nächsten Ja. Wochen. Ich habe wieder die Woche an einen Musiker gedacht, weil der wollte ich auch mal gern haben, weil der hat so geile Lieder. Darf man nicht spoilern, wie es war, Melli weiß eh. Aber der hat erst in 5, 6 Wochen Zeit. Ja, Bierli in der Sonne. bis dahin müssen wir das Bierli in der Sonne lassen trinken. Genau. ja, Genau. schrecklich. Ja, also, ciao. Und man lernt so viele coole Leute kennen, irgendwie. Echt. Ja, finde ich auch. Man Ja. muss immer die Augen und die Ohren offen halten, oder? Genau. Und ich meine, MC die. Maultasch haben wir auch schon kennengelernt. Ja, genau. Das ist ein Rapper aus Schwaben. Schwammrapper. Über Genau. Maultaschenrap. Das ist schon geil. Jetzt weiß ich, was ich fragen wollte. Jetzt, das war die Initialzündung für mein Gehirn. Machst du eigentlich jetzt irgendwie so Musik auch auf Clubhouse, dass du ein bisschen singst oder sowas oder gar nicht? Ich? Ja. Ja, also ich habe mittlerweile mich technisch ausgerüstet, dass ich tatsächlich ein Beat abspielen kann dazu Rap. Also ich habe jetzt zum Beispiel Release Party hat das letzte Mal, Clubhouse Release Party, da habe ich mein letztes Single heute einfach Clubhouse Party gemacht und ein DJ war da, nicht meiner, sondern der vom Mundart Soundclub. Und wir haben halt meine Songs aufgelegt, die Single gespielt und einfach alle Leute, die mitgearbeitet haben, eingeladen und einfach alle Mundart-Leute und so. Vom Club, Mundart Soundclub. Und ja, also so, dass ich jetzt einen Rap-Raum mache, habe ich noch nicht gemacht, aber ich schaue natürlich schon, wo zum Beispiel der Asia macht ja öfters Räume, wo einfach Künstler einlädt und die dann performen und Klavier spielen und singen und schon so Ja, ja. machen und alles Mögliche. Und ja, also da heute schon die Ohren auf natürlich und die Augen. Ja. Aber ist jetzt ein bisschen weniger geworden, ja. Oder Ja, es ist beziehungsweise ein bisschen ich schau weniger euch, glaub geworden, ich. ja. Ja. Aber wenn du kannst du mich in deinen Mundart-Club einladen? Ich glaube schon, ja. Ich schick's Ja. dir mal. Ja, das wäre super. Das würde mich schon interessieren. Also ich konnte über Instagram da die Einladung zum Mundart Soundclub, glaube ich, schicken. Und über Clubhouse auch. Über Clubhouse auch mittlerweile, echt? Ja. Okay. Maria, vielleicht haben wir nachher noch die Gelegenheit, dass du uns anspielst das ist ja so eine gute Sängerin auch noch. Die war jetzt Was, dabei. dass ich eigentlich nur einen aufspielen meinst? Aber jetzt habe ich immer noch nicht richtig gecheckt. Oder ich habe es schon wieder vergessen, was die Melli macht. Also du hast gesagt, du machst so alles. Ja, hauptsächlich halt auf Borisch. Mit Übersetzung für die Preise. Also auch Musik. Ja, Comedy und ein bisschen was von meinem Alltag. Dann ist mein Kind mal wieder dabei, wenn es mitmachen möchte. Mir macht man ja das nicht hauptberuflich jetzt so und mir macht man das so nebenbei aus Spaß und so. Aber Das wo sind so kann ich spontane das sehen? Machst du das auf Instagram auch oder wo machst du das? Nur TikTok, oder Melli? TikTok und Post. Mhm. Okay, also muss ich mir angucken. Genau. Ja, Leonie geht jetzt ins Bett. Gute Nacht, Leonie. Ich sehe alles Schön, dass du verlinkt mir geglaubt auf dem Profil. Wer geht ins Bett? Die Leonie, Gute Ja, Nacht, passt. Leonie. Gute Nacht. die wo die Hafer Herzl schickt. Ah, okay, ich krieg keine Herzl. Nicht? Nein. Oh. Ich glaube, Leonie hat einen kleinen Rausch gehabt. Heid. Er schreibt's. Liebeskummer hat's gerade. Oh. Liebesgott. Mhm. Ich Angelo, kann nicht lesen. Es tut mir leid, Leonie. Sie sagt, sie hat einen Rausch. Sie den Rausch. Ein Liebesrausch oder?
Von Liebeskummer Ja, ja schon gesagt. erst 14. Erste Liebe und so, weißt. Ah. Jetzt verbricht sie so viel, die arme Leni. Spielt uns Mariandel an auf der Gitarre noch. Wenn wir sie noch Mariana, ja, singen kann ich nicht, aber ich tue es halt manchmal, weil es Spaß macht. Mal schauen, wie lange du wach bist. Ich bin also ein richtiger Globetrotter, immer unterwegs in den Berg und so. Aber wie ist denn das jetzt bei euch in Bayern? Ist da jetzt schon wieder, könnt ihr schon wieder auftreten oder ist es in Sichtweite irgendwo da was zu machen oder eher schlecht? Da ist Bei so uns- eine Zeitschubus veröffentlicht, dass Lockerungen kommen. Ja, Ja. kommen, glaube ich, 250 Leute waren es erst und jetzt, glaube ich, sind es mittlerweile schon, will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, 500. 500, glaube ich, ja. Aber aus 2 Familien, oder? Aus 2 Haushalten, die 500. Das ändert sich aber jetzt da, glaube ich, dass die Haushalte dann schon wieder egal sind. Ja. Das ist im Passau, Ja, aber für die 50 Konzerte, meine ich. wenn du spielen möchtest, weißt, waren halt 500 schon besser wie 250, weil Ja. 500, mit 250 wäre keiner reich. So ist da drauf. Ja. Mhm. Ja, ich hab heute euren Sonnenkönig gesehen im Fernsehen. Ja. Da hat er gesagt, ja, Normalität, aber immer noch vorsichtig sein, gell? Also nicht übertreiben. Ja, ja. Das heißt, Ja. Clubs und so machen Aber ja seine leider. Tochter hat schon in Urlaub fliegen dürfen. Da ist es egal. ja, ich sag nicht, aber es ist schon alles irre, ne? Also ich wohne ja hier in Hessen, also ich wohne ein bisschen außerhalb von Frankfurt, genau an der Grenze zu Bayern, also zu Aschaffenburg, ne? Also Aschaffenburg, das ist ja eigentlich nicht Bayern, das ist Franken, ist also von mir aus, ich glaube, keine Ahnung, 20 Kilometer. Ja? Mein Sportstudio, das ist so eine Kette. Die haben in Bayern, in Alzenau und in Aschaffenburg haben die also auch eine Filiale und eben hier bei uns. Unseres war zu, das in Bayern war offen. Ja. Das letzte Mal bei dem, ich hab den Namen von dem Lockdown vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ob das der Wellenbrecher, der Light, also Ja, genau. irgendeiner dieser Lockdowns, da war es genau umgekehrt. Da haben wir unsere Fitnessstudios geöffnet und die Bayern 20 Kilometer weiter durften nicht öffnen. Es ist also, deswegen muss man immer fragen, wie ist es gerade bei euch? Das ist so, weißt du, wie als wenn du früher von der DDR aus in den Westen telefoniert hast. Wie ist es gerade bei euch? Habt ihr gerade Bananen da? Und dann hält die Ria ihre Bananen in die Kamera und sagt, jawohl, wir haben gerade mal Bananen da. Genau. Es ist echt abgefahren. Ja. Das ist echt, Krass. Ich glaube, da haben Politiker selber keinen Plan, wie das genau geht. Da haben wir ja keinen Plan. Mich interessiert es auch nicht mehr. die haben ja keinen Plan, deswegen sind sie ja Politiker geworden. Wenn du einen Plan hast, Genau. machst du ja was Anständiges, dann fängst du ja an, irgendwie einen anständigen Job zu Sagt das machen. nicht der Alex, gell? Ja, ich kann mit der so reden, die sieht es mittlerweile genauso. Super. Die ist auch so abgenervt und die ist ja noch bei den Grünen und da kann ich die immer schön ärgern. Ja. Ja, da kann ich die immer schön ärgern. Ja. Ja, Nein, ihr seid schon echt witzig. Also wie gesagt, ich habe euch schon ein paar Mal so zugehört, wenn ihr in eurer Kompo da geplaudert habt. Ja, super, danke. Ja. Ja, Charles, was treibst jetzt du? Also du hast kein Arbeitsverbot mehr, du darfst arbeiten. Ja, Erzähl mal, was machst du gerade aktuell? Ich hatte nie ein Arbeitsverbot, weil ich einen ganz, ganz seriösen Beruf habe eigentlich. Mhm. Also das, was du auf Instagram oder Facebook oder so siehst, die Fotografie, das ist nur so eine Art, wie nennt man das, brotlose Kunst. Ja, das heißt also das ist so mein Ausdruckstanz, den ich mache. Aber mein Geld verdiene ich habe einen Handwerksbetrieb seit 25 Jahren. Ich bin Raumausstattermeister und habe ein Inneneinrichtungsgeschäft. Ja? Also einen ganz seriösen handwerklichen Beruf. Und ich durfte tatsächlich während der ganzen Pandemie, also die ist ja immer noch, durfte ich also ganz normal arbeiten. Ja. Ich habe das große Glück gehabt, wirklich das große Glück gehabt, dass ich also letztendlich von dieser Pandemie, sage ich jetzt mal, wenig mitbekommen habe.
Also natürlich habe ich es mitbekommen, aber So ist mir auch gegangen. bitte? So ist mir auch gegangen. Ich war 7, 8 Wochen zu Hause, wie die Firma dicht war. Und dann habe ich ganz normal mein Leben weitergeführt. Jeden Tag in die Arbeit gegangen und so. Also, ich habe keine großen Einschränkungen gehabt. Außer, dass man sich mit Freunden so nicht treffen kann. Aber das kann man auch mal schwarz machen. Genau. Nein, also ich muss sagen, ich habe mein Leben zum Glück, also muss jetzt so schon fast ernsthaft werden, konnte ich ganz normal leben. Ja, ich habe also von morgens bis abends gearbeitet mit Kunden hier im Betrieb. Die Leute waren alle da. Wir haben hier auch kein großes Geschiss gemacht. Wir haben es einfach so laufen lassen, wie wir es immer gemacht haben. Ja, musst halt 1, 2 Vorsichtsmaßnahmen einbauen, aber es ist niemand krank geworden oder sonst irgendwas passiert, ja. Und dafür bin ich echt dankbar. Aber ich habe natürlich dadurch, dass ich viel halt mit Künstlern zu tun habe, eben mit Musikern, mit Schauspielern, mit Darstellern, mit, keine Ahnung, Leuten, die auf Hochzeiten auftreten, DJs und keine Ahnung, ich kenne da so einen Haufen Leute. Und die haben natürlich schon bitterbös gelitten, ja. Und es hat mir auch unendlich leid getan. Also die haben wirklich richtig gelitten. Also ich habe 2 sehr, sehr tolle Musikerfreunde, die Mara aus Wiesbaden, Tim auch Musiker, Sänger, die leben von Hartz IV, ja, muss man klipp und klar so sagen. Und die Mara hat echt von ihrer Musik super gelebt. Die spielt Cello, die hat also im Orchester gespielt in Wiesbaden, hat dort eine Anstellung gehabt und hat aber nebenher ihre Musik gemacht, CDs, Auftritte, super, ja, wirklich ganz, also da hat sie halt Konzerte gespielt, ganz klassische Sachen, aber ihre freie Musik war eher so auf Pop und Jazz ausgelegt mit dem Cello, ja, super geil, ja, konnte gut davon leben und von heute auf morgen Hartz IV. Und das ist natürlich schon echt eine harte Nummer, ja, das ist schon echt eine ganz harte Nummer und so kenne ich halt einige, die das da echt schwer gebeutelt hat. Ne? Okay, ich wollte es jetzt nicht so ernst machen, aber das ist halt immer so, das tut einem immer dann unheimlich leid, ne, wenn du so tolle Leute kennst, die so, vor allen Dingen, die auch was können, ja. Nicht die nur rumlabern, sondern echt was drauf haben, was können und so geile Talente haben und die dann da liegen 1,5 Jahre und können ihr Ding nicht machen. Ja. Und ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch oder ihr kennt es, wenn ihr nur von irgendwelchen Online-Scheißdreck kann man nicht leben und es macht ja auch keinen Spaß. Du musst ja die Leute sehen, wenn du da jetzt irgendwo, oder? Das ist doch Bullshit, oder? Ja. 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 Absolut. Ich meine, es gab schon diese Streaming-Konzerte und alles und dann auch mit bezahlt und mit Tickets, aber irgendwie, also man hat es den Künstlern auch gesehen, dass irgendwie das nur halb befreit ist. Weißt, Ja, genau. du hast ja praktisch wie für einen Fernsehauftritt einfach für nichts gespielt und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, du machst das ja für die Leute. Du machst das ja für die Stimmungserhebung, für die Freude, für den Mehrwert ist einfach der Spaß. Du brauchst ja das direkte Feedback. Das du den Leuten mitgibst, ja. Du hast ja das Feedback, nicht den Applaus und das Lachen und sowas hast du alles ja nicht übers Internet. Ja, du musst ja auch die Leute sehen. Also ich kenne das noch, als ich früher in der Schule war, ich in der Theater AG und habe da immer, also über Jahre Theater gespielt, viel, ja. Und da war die größte Freude oder Herausforderung war, dass die Hütte voll war. Dass die scheiß Turnhalle bis auf den letzten Platz gefüllt war, ja. Und wenn da nur die Hälfte voll gewesen wäre, ja, gut, die konnten nirgendwo anders hin, weil es wurde nichts anderes angeboten. Also das war so das Highlight des Jahres, die mussten einfach kommen. Aber wenn da jetzt nur die Hälfte drin gewesen wäre, wäre es halt ein armseliger Abend. Und da bist du doch auch nicht so motiviert, oder? Du bist doch viel motivierter, wenn die Hütte voll ist und der Saal kocht, als wenn da so 3 verstörte Omas mit einer Gesichtsmaske rumsitzen und dann macht es doch keinen Spaß, ne? Also Genau. wird mir keinen Spaß machen. Ja, ich bin jetzt gespannt, wenn es jetzt wieder so ein bisschen losgeht, weil viele Festivals haben jetzt einfach Tickets verkauft und waren halt bis jetzt in der Schwebe. Also die haben gesagt, Tickets bald mal, wir wissen nicht, manche haben es jetzt gleich abgesagt und manche haben jetzt einfach nur so versucht auszusitzen, ob jetzt Leute erlaubt sind oder nicht und ob es Lockerungen gibt. Und Tickets behalten die Gültigkeit, aber man weiß halt jetzt auch nicht, wie viel dann aktuell an dem Tag dann eine dürfen. Und da bin ich jetzt auch gespannt,
wie es den Künstlern geht, die jetzt da schon spielen dürfen, wenn, wie du schon sagst, irgendwie jeder mit Abstand, mit Maske irgendwie sich da nicht abgehen darf. Weißt du, die müssen ja, glaube ich, alle sitzen. Ja. Jetzt auch nicht aktuell die Regeln oder halt ihre fixen Plätze haben. Ich meine, das ist halt, also, es ist schwierig. Du animierst und sagst jetzt Party und Hands up und mach und keiner darf. So. Also das letzte bestuhlte Konzert, was ich gesehen habe, war mit meinem Vater, der ist jetzt 90, Peter Alexander, glaube ich, irgendwann mal. Also ist auch schon ein paar Tage her. Und da war das also so auch, dass du direkt nach dem zweiten Lied ins Wachkoma gefallen bist, weil die alle da gesessen haben und es gab gar keine Stimmung, ja. Na gut, das muss man mal gucken. Also ich hoffe ja immer, ich meine, das darf man ja gar nicht laut sagen, gucken viele Leute zu, ich hoffe nicht. Ich hoffe ja, dass die Leute irgendwann wieder normal drehen und nicht alle nur auf links gedreht sind und irgendwann wieder normal drehen und sich wieder daran erinnern, wie geil das Leben früher war und das wieder zelebrieren. Ja, das ist ja, das macht ja keinen Spaß. Ja, also mir macht es keinen Spaß, ganz ehrlich, wenn ich da so Verschwörungstheoretiker sehe, die allein im Auto mit einer Maske umherfahren, da denkst du ja, was ist denn jetzt passiert, ja? Also ich hoffe, dass die alle wieder irgendwie ein bisschen sich daran erinnern, dass es früher auch ganz cool war, ja. Mhm. Hoffe ich. Genau. Genau, der schreibt gerade, in Rosenheim gibt es ein Strandkorb-Festival. Ja, genau. Aber da hockst du da in deinem Korb drin und darfst nicht abgehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, zum Beispiel bei, was weiß ich, Hip-Hop, Rock, es geht ab und dann musst du da hocken und Fingernägel kauen, schon fast. Ja. Ja, ich glaube, das wird alles so erst einmal Orgasmus werden. Hä? Ja. Aber du hast schon recht, Charles. Also einfach mal wieder jemand, der normal tickt, weißt du, wo du einfach auf jemanden zugehen kannst und den umarmen kannst und sagen, Christi, Servus. Ja. Weil nicht irgendwie so und so. Genau. Und Ja. Übrigens, über Mittwoch auch Umarmungen verteilt, wenn wir letzten Tag gehabt haben. Haben sie gefragt, darf ich? Sag ich, geh her. Ja. Aber ihr wisst, wo dieser Gruß mit dem Arm herkommt, mit dem Ellbogen, oder? Wisst ihr, wo das herkommt? Nee. Von den Ärzte. Ja. Nee, wisst ihr, wo das herkommt? Das ist jetzt kein Spaß, das ist jetzt kein Witz. So haben sich früher am Set die Pornodarsteller begrüßt bzw. abgeklatscht, weil die ja voll mit Sperma waren und mit anderen Flüssigkeiten. Geil. Und dann wollten sich die Hand nicht geben. Dann haben die immer diesen Ellbogencheck gemacht, weil der Ellbogen, genau, der war meistens relativ sauber. Aber dann noch Bussi. Ja. Und heute du liegst ja noch Sperma. Und heute ist es ja so, du sollst in den Ellbogen niesen und dann dem Nächsten das weitergeben. Ja. Heutzutage ist es auch so, du darfst ins Schwimmbad pinkeln, aber nicht husten. Ja, genau. Mir hat meine Kindergärtnerin hereingezählt, dass sie im Kindergarten nicht singen dürfen haben. Das ist übrigens wichtig, dass wenn du ins Nichtschwimmerbecken pisst, dass du dabei eine Maske aufhast. Das ist wichtig. Das ist wichtig, genau, ja. Und wenn man in den See pinkelt, was ist dann? Was, wenn du? Im Bagger war es wurscht, oder? Im See ist wurscht. Da kann ich Im ohne See ist wurscht. Solange du nicht neu hustest. Ja, darfst du nicht reinhusten. Und was du vorhin gemacht hast, wenn du irgendwann mal bei dir im Rewe stehst und du niest in die Hand, ja, mach's nicht. Die tragen dich direkt in der Zwangsjacke raus, weil du musst in die Armbeuge niesen. Das ist jetzt so. Ja. Das ist Ja, Wahnsinn. also mein Sohn müssen wir generell nicht ziehen, weil der Wenn ich niesen muss, mache ich die Maske runter. Ich habe ja den ganzen Schlatz da drinnen. Entschuldigung. Genau. Ja, also im Prinzip dann immer so ein Rutztierheb parat haben, gell? Ja. Oder dann so, oder, ja, das ist schwierig. Es ist das Gleiche wie... Ich habe nämlich Armprobleme. Ich bin wirklich in Behandlung wegen Tennisarm und ich tue mich unheimlich hart hier reinzuniesen, weil das ist schmerzhaft. Okay. Jetzt muss ich mal was überlegen, wenn ich niesen muss, weil ich muss in die Kniebeuge, in die Knie. Nein, Wirklich schwierig. lass dir einen Attest vom Arzt ausschreiben, dass du einen Tennisarm hast und das klebst du dir vorne auf die Brust und sagst, und dann weißt du, es ist selbsterklärend. Ich habe einen Tennisarm.
Ja. Mariandl hat jetzt gerade geschrieben gehabt, jetzt darf man auch in der Kirche wieder singen dann. Ja. Ist auch so eine Sache. Ja. Oder wie ein Politiker gemeint hat, in München wird ein Park gesperrt, wo man nicht mehr joggen und Radfahren darf, weil man zu viel schnauft. Das ist ja ein Witz, alles. Ja, Hm. jetzt kann schon Ja, lassen also wirst. es sind schon ganz viele paranoide Geschichten, Ja. also wo es da nicht bloß ans Hirn gelangt, sondern Und jeder ist auf einmal Experte. Das wird jetzt wieder ganz schlimm in der WM. Da ist auch Ja. jeder wieder voll Experte und so. Aber habt ihr auch gemerkt, dass jeder, der bis dato ein Corona-Experte war, über Wochenendkurs zum Nahostexperten geworden ist und sofort Ja. Bescheid wusste über Palästina und Israel. Und jetzt läuft gerade die Umschulung zum Fußballexperten. Ja, das ist Ja. wunderbar. Und am Ende des Jahres hast du 3 Expertentitel. Bist also ungefähr so wie die Baerbock, hast du 3 Expertentitel, Genau. dann läuft's richtig. Ja, das ist super. gehen wir gleich zu uns in Talk einladen dann. Ja, Genau. genau. Ja. Im Monotalk dann. Erzähl mal, ja. Ich bin wieder bei der Banane. Ja. Ja, ich weiß, es ist so krass. So krass. Aber eigentlich denke ich mir, wenn du Intuition hast, wenn du wachst ja als Kind mit einem gesunden Menschenverstand auf, du beobachtest die Natur, du beobachtest die Tiere, du entwickelst eine gewisse natürliche Logik, so wie was passiert, wo was herkommt, so die Abfolgen und so weiter. Und irgendwie, ja, einfach so ein, sagt man, normaler Menschenverstand. So. Genau. Und dann kriegst du das als mit und du denkst doch, du bist Balla, weil du irgendwie anscheinend normal denkst. Aber Ja. normal darfst du ja nicht. Also es ist schon krass. Und ich meine, sogar Kinder denken sich, hä? Der Mensch Jetzt braucht wie? im Jahr 3 Pfund Dreck. Schau, wir Kinder sind wir aufgewachsen in Sandkasten. Da haben Pfund ein bisschen vielleicht und alles. Und kannst Wir nicht haben- geschissen. Wir haben unsere Abwehrkräfte gehabt und heute kommt Mama, der klang da so Lachgurke oder streichelt dann runter, kommen schon mit dem Sakrotan her. Die Kinder haben ja keine natürliche Abwehrkräfte nicht entwickeln. Ja. Und da sind die Eltern ganz viel schulder. Ich nicht. Alles ist so Paranoia und so. Ein Wahnsinn. Der Guck mal, Kind hat ich- jetzt mehr einen Sack gefressen, habe ich gesagt, das ist gut fürs Immunsystem. Ja, genau. Ja. Guck mal, ich bin als Kind immer mit Tieren aufgewachsen. Ne? Wir hatten Hunde, ich habe Kaninchen, Hamster, ach, was weiß ich, was ich alles für ein Viehzeug hatte. Und alles Viehzeug, was Fell hatte, also die Schildkröte nicht, gebe ich zu, aber alles, was Fell hatte, hat bei mir im Bett geschlafen. Ja, Ja. Ja, bei mir auch. Ich hab so. da unten liegt mein kleiner Yorkshire Terrier und schläft gerade. Der liegt bei mir im Bett. Ich kenne das gar nicht anders. Ja? Ich habe einen Chihuahua, der ist auch immer dabei. Ja, Überall. so, Mir. der hat mir schon so viel Bazillen und keine Ahnung was in die Bude geschleppt. Ja, wunderbar geht's mir. Ich bin auch ganz, es ist wirklich so, ich bin ganz, ganz selten krank. Also eigentlich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal richtig krank war. Das ist halt so. Aber wenn immer die Mami mit einem Sakrotanläppchen hinter dir herputzt, ja, Passt du nie was auf. da wirst du halt irgendwie so ein Weich, so ein Mimöschen und kippst Ja. beim ersten Wind, kippst du dann aus dem Latschen, ja. Das ist so. Ja. Also, Ja. Also wir haben auch alles, sämtliche Viecher, die pennen auch überall. Oder? Die kehren ja zur Familie und darum können sie auch auf die Couch und auch das ins ist Bett. immer Und so. so. Ich meine, die Menschheit hat ja überlebt bis jetzt. Und Ja. hatte das ja schon immer mit den Tieren. Und meine Kinder sagen, ja, die Menschheit hat bis jetzt überlebt. Also kann es nicht so verkehrt sein, wenn man ein Tier streichelt und dann von einer Banane abbeißt. Also Genau. ja. Nur so kannst du das Immunsystem lernen, dass es Abwehrkräfte entwickelt Ja. und nicht anders. da gab es ja irgendwann mal so ein cooles Battle, wo es einen Buben fotografiert haben, der neben der Adelgrum sitzt, so ein Dreijähriger, 2 Windelrocker, wirklich, und Flasche in den Bart rein. Weißt du schon? Und dann trinkt er, praktisch mit dem vollbatzten Flasche trinkt er und hockt neben der. Und dann stand halt drunter, hier werden Abwehrkräfte gebildet. Ja. Ja. Dann ist was, es doch wo auch. was dreckig, dann ist Mama wieder gekommen mit dem Tempo. Oder Und so. der wurscht. Ja, genau. Das mache sogar ich mittlerweile, wenn man die. Ja, Ja, das Das ist machst gut. du auch Das nicht ist nie. gut.
Ja? Oder, Oder wenn der Joint rumgegangen ist bei 5 Leuten, hast du da geguckt, wo du da hast mit dran rumgezogen, ist Ja, auch genau. scheißegal, oder? Ist überhaupt Ja. nicht. Muss jeder selber eindrehen. ja, Wird halt schon, muss jeder ja. selber eindrehen. Das wäre teuer. Ja. Oh mein, ja, das stimmt. Oder aus einer Bierflasche, oder was weiß ich, du darfst mal trinken. Oder keine Kohle gehabt, teilen wir uns eins. Was weiß ich. Oder geh auf ein Volksfest. Wenn du mal ein bisschen was hast, jeder nimmt dir ein Maßkrug und dann wird getrunken. Ja. Und du weißt nicht mehr, ist das der meine oder der seine und Aber ich wollte gerade sagen, das ist doch ganz normal. Gut, bei euch ist ja Karneval nicht so das Thema. Aber hier weißt du immer, wenn du auf den Karneval gehst, ne, kommst du entweder mit einem Herpes, einem Tripper oder schwanger nach Hause. Ja, das ist einfach so. Ja, das gehört dazu. Also wenn du das nicht abkannst, brauchst du gar nicht erst hingehen. Ja, und die immer empfindlich waren, die sind halt daheim geblieben. So war das aber schon immer. ja, Es tut mir leid, so war das immer. Ja. stimmt. Also schwanger war ich noch nicht, gell? Also schwanger Ich bin hab, ich vom ja, ich, Karneval ich, gekommen. ich sieht zwar so aus, aber Volksfest oder Fasching. Ja, aber das kann man vom Oktoberfest dann auch behaupten, oder? Von den Volksfesten, Oktoberfest Ja, speziell. logisch. Da Ja, kommst, genau. dann hast du alles gehabt. Von überall her, von jedem Land irgendwas. Oder? Und ihr geht doch bestimmt alle aufs Oktoberfest, oder? ich bin gar so ein Fan davon. Okay. Die Ich war auch noch sollten nie da. Ich zu war noch nie viele da. die anderen ausnehmen, aber nicht uns. Ich Ihr weiß geht nicht, eher aufs Skybodenfest und sowas, oder? wir haben mal im Wasser selber unser Duit oder nach Ding rauf, wie heißt Goldboden, ja, das ist in Straubing und Ja. das Ding. Kopf haben wir Volksfeste und solche Sachen, oder wir haben in Hauzenberg selber im August immer ein Volksfest und so, das ist mir zu groß, zu viel Rummel, nur Kommerz und so, und das ist mir zu viel. Die kleinen Geh mal Feste raus nicht und stehen. kann's da passieren, dass du kommst da gar nicht mehr rein. Es gibt zwar die alte dort noch in München, um die wo auch recht schön sein muss, da wo es noch ruhiger runtergeht, aber so bin ich nicht so der Typ fürs Oktoberfest. Wo wohnt ihr eigentlich? Wohnt ihr in München oder was? Nee. Nee, ich bin Passau, das ist auch 200 Kilometer weg. Ja, ich weiß, Passau kenne ich. Ja, und Melanie hat Ich sagen, Melanie ist Deckendorfer Richtung, Landau. Dingelfing, BMW, Mhm, Werk. genau. Und die Rea, du kommst aus? Und komme auch aus Niederbayern, aber an der Grenze zu Oberbayern. Also Mainburg heißt das Städtchen. Und da steht dann nach meinem Dorf, ich wohne in einem Dorf, das heißt Putzenhausen, und da steht dann am Ortsende das Schild, hier beginnt Oberbayern. Jetzt wissen 10.000 Leute, wo du wohnst. Zähne wissen es. Ja, das 10K. Das belebt unseren Dorftourismus. Das ist doch super. Da hat Ja. Hochland bei Was ist denn das für eine nächstgrößere Stadt bei dir in der Nähe, Ria? Mainburg. Ja, okay, größer als Mainburg. Mit mehr als Landshut. 200 Einwohnern. Ja, das ist so das, wie sagt man, Bermuda-Dreieck, wo wir sind. Bei uns ist Landshut eine halbe Stunde weg, Ingolstadt, Regensburg ein bisschen länger, Freising ist genauso das Erding, ist alles gleich weit weg. Mhm. Also richtig schön mitten in Bayern, oder? Mitten in der Hallertau, da wo der Hopfer wächst. Hallertau, da fahre ich doch immer vorbei, oder? Nee, das heißt anders. Holledau. Nee, okay. Holledau, ja. Also Da ist fahre ich immer, eigentlich wenn die ich nach Region. Österreich fahre, zum Skifahren, fahre ich da immer vorbei. Ja, genau. Das ist von Nürnberg, die Nürnberg runterfährst. Zum Skifahren Ja. kommst du am Dreieck Holledau vorbei. Genau. Da fahre ich immer Was haben runter nach Innsbruck, fahre ich da immer, weißt du, auf die A7, glaube ich, ist das. Da sind wir richtig. Ganz genau. Ja, sehr cool. Finde ich ja echt klasse. Roland, gute Nacht. Gute Nacht, Roland. Ja, Ja. ja wir haben uns eigentlich auch alle jetzt durch Zufall kennengelernt. Also das Ganze hat angefangen mit Bayern im Doppelpack, gell, Christian? Ja, da war ich mal zu Podcast von Gast. Ritchie. Genau. Und dann habe ich durch die Melli kennengelernt. Und wir sind wir irgendwie dann in Kontakt geblieben, Ria. Ich weiß nicht, weil es hat einfach passt irgendwie so. Ja, Und man muss ja zusammenhalten. Und du hast mir dann wieder Tipps gegeben, wie man genau, einen weil Shop war einrichtet heute und was wie für man andere. da Und wieder genau. was aufbaut und da macht und AGBs und zeigt. Und da haben wir uns praktisch jetzt so das Know-how gegenseitig zugeschoben, weil wenn du kannst ja, wenn
live nichts machen kannst, musst du jetzt dein Shop-System ausbauen und das ausbauen und das ausbauen. Weil war ich Ja. da das erste Mal nervös, wie weil sie eingeladen waren bei Bayern Power in Doppelpack Und und dann so, nach gell? der anderen hast. Und so, Wahnsinn. Und jetzt ist das eigentlich selbstverständlich, gell? Und haben wir da miteinander redet und so. Und lädt sie selber Nach Gäste eineinhalb ein. Jahren, Christian, muss das ist übrig. Nach 1,5 Jahren weggesperrt sein. So, Ja, haben wir bloß. Ja. schon Wahnsinn. Du, Charles, hast du jetzt Leute, hast du viel gezoomt, hast du viel FaceTime, hast du viel, oder hast du gesagt, ich habe keinen Bock auf das Bildschirmzeug, cool Clubhouse, hast du gesprochen, aber so jetzt Freunde treffen, Schwarz treffen? Ja, also wir haben tatsächlich von den Clubhouse-Leuten, also mit dem Rudi auch, mit so ein paar Leuten, die du auch da nachts mal getroffen hast, wir haben uns tatsächlich oft verabredet zum Zoom und haben einen Zoom-Call gemacht. Das war immer sehr gut. Also ging auch wirklich bis morgens früh um 4, 5 Uhr teilweise. Bei uns bis halb 6, gell, Mary? Ja. Das war also sehr gut. Ja klar, dann machst du natürlich FaceTime viel, aber ich habe mich halt auch ganz normal mit Genau. Leuten getroffen. Ich sag's ganz ehrlich. Habe mich ganz normal, guck mal, ich spiele Hockey, also Eishockey und Inline-Hockey. Wir haben die ganze Zeit Hockey gespielt, ja. Wir haben uns halt immer getroffen, haben gezockt und haben Hockey gespielt. Weil das hält's ja nicht aus, jetzt ganz ehrlich. Also ich kann nicht immer nur daheim rumhocken, da werde ich ja blöd, ja. Weißt du, vielleicht bin ich auch eine Generation noch oder vom Typ her, ich muss halt rausgehen, weißt du, ich muss Leute sehen, ich bin kein Stubenhocker, war ich noch nie, als Kind war ich das schon nicht, ja. Ja. Und ja, keine Ahnung, das geht mir dann schon aufs Gemüt, sage ich ganz ehrlich, ja. In unserer Generation war das schlimmste Hausarrest. Du darfst nicht raus. Ganz Heutzutage ist ja für die Jugendlichen das Schlimme, du musst raus, weg vom Computer und so. Dann ist Ja. für die ist das Schlimme. Ja. Das ist genau andersrum. Wie alt seid ihr eigentlich? Also was werde habt ihr um- so ein Altersschnitt? Ihr seid ja doch die Mädels sind ja, bitte? Ich werde jetzt am 19. werde ich 45. Bin auch schon ein alter Knabe. Bin vor kurzem 33 geworden. Und Und ich Maria? bin zwischen 33 und 45. Ja, genau. So ungefähr. Okay, Fünf Jahre da bin ich ja 5 Jahre jünger. mit Abstand der Älteste hier. Bin ich ja mit Abstand der Älteste. Aber, also wie gesagt, das ist eine Generation, die ist, glaube ich, da anders gepolt, ja. Jetzt sagst du uns, wie alt dass du bist. 55. 56. Ja. 56. Gut So geschaut. schnell geht. Da schreibt nämlich der Roland, hat jetzt geschrieben, ich bin 55, darum habe ich das jetzt einfach mal gesagt. Ja. Da wird Ja, der Roland das kennen. Und dass man einfach raus muss. Hm. Also ich bin auch so aufgewachsen. Ich bin jetzt Ja. da auf dem Land. Ich fahre zur Haustür raus und dann fahre ich im Vor Radio allem, und wenn gebe die Job und so Lichter weiter. angegangen sind. Oder wenn der Aber- Papa Pfiff gemacht hat. Also ich war nur unterwegs. Ich war nie Ja. drin. Nie. Ja, ne. Immer dreckig gewesen. Knie Viers, aufgelassen. ja, genau. Das hat er nicht gesagt, jetzt gehen heim, nicht einmal die Hausaufgabe, wo die Schule packt, zurückgeworfen ins Eck, dann einmal ab am Bolzplatz. Ja. Oder Bushittel, getroffen einfach. Bushausparty. Das geht ja halt heutzutage gar nicht mehr mit die haben die schon bis um 4 Schule und so. Da müssen sie heimgehen, da müssen sie lernen, Hausaufgaben machen. Die haben keine Jugend nicht mehr so, wie wir es mir gehabt haben. Ja. Das ist ja das Traurige. Und schuld sind die Eltern, weil ja, Hauptschule ist ja nichts mehr, Realschule ist nichts mehr, die muss ja jeder studieren und so. Die haben heute schon, ab der ersten Klasse haben die in so einen Hamsterrad drin. Das ist Wahnsinn. Ja, frag mich mal, wenn wir finden keine Leute fürs Handwerk. Gibt es keine Leute mehr, die das machen wollen? Weil soll ich studiert sein? Bäcker oder so. Es mag keiner mehr um 2 aufstehen oder um 3. Das ist, Ich bin Handwerker, Charles. Ehrlich? Ich bin gelernte Modellbauerin und Prototypenbauer, ja. Ach komm, das ist ja geil. Hm. Aber das geht ja dann schon eher so fast schon Richtung Feinmechanik dann, oder? Sehr, sehr Kleinbau, oder? ja,
Ja, du spielst uns noch Ja, an. also von Miniaturmodellbau bis große Geschichten, alles. Also im Prinzip ist halt, wenn du halt Techniker bist, wenn du den technischen Beruf ja gelernt hast, kannst du es ja überall anwenden. Ob du jetzt kleine Sachen oder Architekturmodelle baust oder große Geschichten, Formenbau ist da auch dabei, ist ja so wurscht. Oder ob es jetzt Darum sitzt der Trio jetzt gerade in seiner Bühne drinnen, da was alles in dreht. meiner selber bauten Gesangskabine da, ja, genau. Arbeitest du denn noch im Beruf oder nicht? Ja, aktuell bin ich selbstständig als Handwerker, weil mit der Musik geht ja nichts. Ne? Gut, Ja. dass ich es gelernt habe. Gut, Sekunde, dass ich das kann, ja. du bist jetzt aktuell nur während Corona, hast du dich wieder selbstständig gemacht oder hast du es die ganze Ja, Zeit ich gemacht? bin die ganze Zeit selbstständig, aber ich habe jetzt praktisch halt die Kunstsparte geswitcht von Musik wieder auf sozusagen Bildhauerei, Design, Modellbau. Ah ja, Genau. und das heißt also, du machst jetzt eigene Kreation, die du verkaufst. Nein, ich werde angestellt von den Firmen und baue für die, was die gebaut haben wollen. Ah, okay. Und mich modelliert es Wenn auch mich noch jetzt in als deine Moderator. Werkstatt einladen und sagen, hier ist der Arbeitsplatz, das ist das Design und jetzt hier Maschinen und so weiter, bau uns das. Spezialrequisite irgendwo so. Leonie wird Kfz-Mechanikerin, super. Ja. Yeah. Aber immer, wenn eine Frau so einen Männerberuf macht oder Busfahrerin oder irgendwie so, das ist schon cool. Geil, absolut geil. Aber weil du sagst, so Kunstsparte, Bildhauerei, machst du dann auch eigene Projekte, die du dann verkaufst? Das habe ich gemacht, tatsächlich, aber das war lukrativer, dass ich einfach mich anstellen lasse. Dann halt für Projekte. Ich habe ja für den Film gearbeitet. Ich war in Babelsberg in den Filmstudios, ich war in den Bavaria Filmstudios, ich war sogar in Hollywood und habe da In auch Hollywood Modelle haben sie es dann rausgeschmissen, weil da hat es King Kong umgebracht. Iron Man 2 habe ich umgebracht. Nein, also tatsächlich, also halt, da wirst du halt dann hingebucht für die Projekte. Aber ist doch auch toll, oder? Schon geil, ja? Fährst mit dem Werkzeugkoffer hin und dann bist du in der Werkstatt drin mit einem riesen Team, ist auch lustig. Und dann wird da miteinander was baut. Ein Auto oder ein Raumschiff oder ein Set oder Kleinrequisiten oder was halt gerade brauchen. Genau, schon geil. Und aus was baust du das dann? Aus Pappmaché, aus Gips, aus Latex, aus was nimmst du da für Materialien? Unterschiedlich, also als ich für Special Effects gearbeitet habe, die machen ja alles, es muss ja alles gesprengt werden und muss alles in 1000 Teile fliegen und so, das ist meistens alles aus Gips tatsächlich. So mit Styropor gefüllten Gips. Ne, es muss leicht sein und es muss zerreißen und muss stauben und so, also Staub zerfallen. Und da nimmt man was anderes her. Da nimmt man halt überwiegend Gips her und die Formen sind alle aus Silikon meistens. Und diese Gussformen, wenn man irgendwas ausgießen muss. Und ja, also eigentlich überwiegend Kunststoffe natürlich. So Schaumstoff, Schaum, was man halt ausgießt, so, aber ist auch Gips dabei, ja. Wahnsinn, irre. Ich bin heute, weil ich habe für die Story habe ich ein neues Bild gesucht von dir. Weil nicht immer das gleiche. Jetzt bin ich einmal deinem Facebook-Account einmal runterscrollt und so da, und dann habe ich eben das Bild gefunden. Und da stehst du also dort und da hast das Hollywood-Zeichen so in der Hand. Und lecker, mich war das einmal ein geiler, oder bist du heute auch noch? Aber wie alt warst du denn, da bist du in Hollywood dort warst? Also wie alt war ich da? 28? Ja, weil, also so richtige, ja, 29. Spanierin oder was, so hast du ungefähr ausgeschaut da. Hast du eh sicher eine Gene ein wenig im Blut? Weil Ja, sie ungarisch. nicht, oder die hat auch spanische Gene. Wer hat Und die Spanisch? Melli? Leonie. Und die Melanie, du schaust auch so aus, so richtige wie Spanierin, Argentinien oder so. Haben wir den Wahnsinn. Ei. Ja. Und die Melli ist, du bist Kfz-Mechanikerin? Nein,
Na, also ich Nee, habe nee. eben verstanden. Ich habe gedacht, du hast Kfz-Mechaniker. Nee, die, wo drunten immer schreibt, die wird die Kleine mit. Also ich sehe das Problem ist, ich Ach so sehe läuft nur es nicht noch, mit. ich Bei sehe mir nur noch geht's auch irgendwas. nicht. Kann auch nicht mitlesen. Ja, ich Das kann ist nicht oft das mitlesen. Problem, dass auf einmal hakt auf Instagram. Ja, und leider, ich sehe gar nicht, wie hübsch die Melanie aussieht, weil da die Schrift vor ihrem Gesicht ist. Ja, genau. Ich hab dich leider nur, ich kann dich nur durch die Buchstaben wahrnehmen und jetzt scrolle ich immer hoch und runter, damit ich ungefähr gucke, aber ich habe immer die Schrift dazwischen. Also Ja, aber ich kann es bestellen. Sie ist hübsch. Danke. Bitte. kannst du mal ein Stück nach rechts rücken, dann bist du aus der Schrift raus. Steh mal auf. Ja, so, jetzt sehe ich dich. Ah, okay, blond bist du. Sehr schön. Nein, Was war ein Spaß. blond. Schon wieder blond. Unser Meinst du, Dümpchen, das ist das blonde Dümpchen, gell? Ja. Das stimmt aber leider nicht. Ich weiß nicht, was heißt leider. Gott sei Dank. Der Roland hat geschrieben, ich habe 15 Jahre für Wetten, das gearbeitet. Echt? Da hat einer geschrieben, der Roland, der war vorher schon herum, Ach so. oder? Der Roland, was hast du genau gemacht dann? Zeig Schreib mir mal. Was du dir, wo er deine Fragezeichen immer durchgetragen hat? Ich schau. Leonie, heute hast du schauen. Ja, heute hat schon gescheiden. Da schaut sie wieder sein Korn hinten. Ja, Meine Bückware. Eine Bückware ist. Anders hältst du das doch hier gar nicht mehr aus. Aber du, die Bückware gibt es ja nur, weil es das billige Zeigel halt eigentlich nicht verkaufen wollen, oder? Sondern weil es. Ja. das sind die Das Einbrüche. ist die teuerste in Augenhöhe. Die Das ist die teuerste Ware. Real heißt die Ja-Produkte oder Real heißt wieder eins und die sind dann drunten. Und die Ja, aber das, was auf Augenhöhe ist, ist das, was eigentlich das teuerste ist, weil du glaubst, teuer immer ist, da- genau. Das sollte ja der Kunde sehen. Ich Ja, prüfe das- immer beim das Das ist Einkaufen. prüft ja das- keiner mehr. Ich Ja, schon. das ist nicht unbedingt das teuerste, sondern das, was am besten kalkuliert ist. Also da, wo am meisten hängen bleibt. Das ist in Augenhöhe. Also es muss nicht das teuerste sein, aber das ist die Ware, die für das Unternehmen am meisten Marge bringt. Ja, genau. Da weiß ich zum Beispiel, wenn du dir eine Tafel Ritter Sport kaufst, die ist also in Augenhöhe, das Zeug ist scheiß billig produziert, kostet viel Geld und bringt dem Unternehmen am meisten Kohle. Genau. Der Roland schreibt, Bühnenbau hat er gemacht. Mhm. Das kann man auch interessant vorstellen. Erstens Ja. trifft man einen Haufen bekannte Leute und so. Ja, ich habe ja auch Bauer für mein Josef. letztes Video habe ich auch diese Requisiten, also den Set selber gebaut. Aus die Glas, also wer auf YouTube den Hosengürtelbur-Video gesehen hat, da habe ich auch die Kabine, die Glaskabine sozusagen mit Biertisch und Spiegelfolie draufpackt. Ja, Selber gebaut. aber das geilste Video finde ich jetzt noch immer, das ist Hammer, wie du nur am Bett liegst. Ja, das ist echt cool. So Ja, simpel, aber manche finden es langweilig, geil. aber es weiß ja der Lockdown. nein, es ist super. Da liegt alles rundum, was dazugehört. Genau. Ja, Und Klopapier, Selfmade. genau. Nein, also, dann weißt du, dann gibst du wieder auf und Respekt. Ja, das gefällt Das dir ist sowieso mein Lieblingslied ja. von dir. Hammer. Weitschenwerbung haben wir. Der leider nicht, der hätte gerne umarmen. Genau, Hammer. Und irgendwann sind wir wieder alle beieinander. genau. Und das müssten wir mal schauen, irgendwie einmal, die wo oben ja so beieinander waren, da wir uns irgendwo treffen in einem Biergarten und dann Singen wir, haben wir. Hammer. Ja, vielleicht geht's ja dann tatsächlich mal in den Biergarten kommen, wo ich dann echt einmal auftritt, weil dann kennt Ja, ihr ich wollte gerade fragen, hast du schon was in Planung, in Aussicht, einen Auftritt? Nein, noch nix. Also ich mache das Booking selber und ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht drum gekümmert, weil also ich habe schon private Anfragen halt, also Praxiseröffnung, Minger und so weiter. Sind ja wahrscheinlich nicht für Leute. Aber es wird halt jetzt im Prinzip dieses Jahr, wenn was geht, und nächstes Jahr das alles nachgeholt, was die letzten 1,5 Jahre, also die Line-Ups, die stehen ja alle. Das ist jetzt ja, und die Clubs haben ja nach wie vor nicht auf. Und ich weiß nicht, das wollte mir jetzt die Mühe nicht, ich wollte jetzt lieber die Energie einfach in meine Songs und in die Produktion stecken und ins Proben und einfach in meine Band und das Virale, wie wenn ich jetzt
mit blöd telefonieren mit dem Booking, weißt du schon? Da warte ich lieber noch. Was ist denn so dein Hauptauftritts, wie nennt man das, Auftrittsgebiet? Also ist es eher der Biergarten, eher das Festzelt, eher die Ja, Feier oder eher der Stadtpalast? also ich habe alles gemacht tatsächlich. Also ich habe von Hochzeiten, die irgendwie einen speziellen Act haben wollten, irgendwo in die Berg drin, sind wir mit dem Equipment aufgefahren, haben wir gut Gage verlangt, bis Bierzelt ist, also Bierzelt ist hart, ist eine harte Nummer, das muss gut gezahlt werden, weil das ist tatsächlich Perlen vor die Säue, die Akustik ist Katastrophe und das ist schon nicht ideal. Am liebsten halt auf jeden Fall Festivals, Clubs, Galas, spezielle Veranstaltungen, wo man als Künstler hinbucht wird, mit seiner Crew und ja, gibt es ja nur Zeltfestival, Tollwood-Geschichten, Konzerte selber, also wenn man dann endlich mal wieder eine Tour spielen darf, gibt es dann einmal ein Album. Das Album kommt nur, wenn man eine Albumtour spielen darf. Genau. Und wie Und viele da bist du Leute da. umfasst deine Band? Oder spielst du alleine oder hast du eine Band richtig? Nein, ich habe eine richtige Band, ich habe einen DJ dabei, 2 Tänzer und wir sind die kleine Formation und wenn der Rubel rollt, dann kommen noch 2 Background-Sängerinnen, die auch Trompete und Saxophon spielen, also praktisch die Bläserinnen sind und Sängerinnen. Das hört sich gut an. Mhm. Und jetzt dann hast du nur Einnahmen durch Spotify und Amazon und so. Und wie ist denn das eigentlich mit dem Verdienst pro Klick oder Download kriegst du dann Also Provision? Download kriegst du Kohle, aber es lädt ja keiner mehr runter, weil die Es meisten wird alles Sachen gestreamt, ja. gestreamt und mit Stream verdienst du nichts, 0,004 Cent. Also, und da war jetzt da hat Arte so einen coolen Bericht jetzt gebracht, also könnt ihr in der Mediathek mal nachschauen, eben über diese Verteilungen. Also Spotify macht einen Umsatz ohne Ende, die haben noch nie so viel an Streaming-Einnahmen gemacht wie jetzt zur Glaube ich. Corona-Zeit. Und die Verteilungen sind halt so ungerecht, weil wenn jetzt ich bei Spotify meine 14 Euro oder was es kostet, Monatsbeitrag zahle, dann kriegen das nicht meine Künstler, die ich her, was weiß ich, Oimara, Los Brutalos, dicht und ergreifend, was halt rauf und runter läuft, sondern es fließt in den Hauptpot und das sind natürlich die von den Plattenfirmen halt krass gepusht werden, wird das halt umverteilt. Also nennt man das pro Rata? Ich weiß jetzt gar nicht. Also du bist praktisch, ja, je nachdem, was der Ranking ist, als erfolgreicher Künstler, der halt dementsprechend gestreamt wird, kriegst du halt auch mehr. So. Das heißt, der Ed Sheeran, der hat ausgesagt, der kriegt immer Genau. einen Haufen Anteil davon. Also der Ed Sheeran, den ich gar nicht her, der kriegt mein Geld und die Leute, die ich her, die verhungern. Und das soll sich halt jetzt ändern. Also die wollen jetzt Ja, da so das ein anderes Verteilungssystem einführen und sowas, genau. Also sind jetzt früh auf die Straße gegangen in Amerika, weil die Künstler eben, die Musiker keine Union haben oder keine Gewerkschaft in dem Sinn. Und ja, es kann natürlich jetzt auch, man müsste sich eigentlich zusammen da und sagen, man geht komplett geschlossen aus den Plattformen raus, bis nicht da ein besseres kaltes 1 Cent pro Stream zum Beispiel und nicht 0,004. Ja, Aber das- wir haben halt die Lobby nicht, das macht halt keiner. Weißt du, das kämpft halt jeder Ja. für sich so. Es hat bis jetzt noch keiner geschafft, dass er sich zusammentut und wirklich so wie beim Film gibt es ja auch die Film Union in Los Angeles. Da gibt es eben, die haben eine Union und die Filmleute, die eben Modelle bauen, die Masken bilden und so weiter. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann werden sie die zusammen und dann sagt man auch, heute muss stimmen, ihr müsst uns zahlen. Und das gibt es ja bei den Musikern, jetzt bei uns da speziell einfach nicht. Und dann ist jetzt natürlich auch aufgedeckt worden, dass in Bayern die bayerische Musik von den eigenen Radios überhaupt nicht gefeatured wird oder dass die sogar cool Kohle verdienen, wenn sie im Radio läuft. Oder wenn komplett scheiße. Und gar Ja. nichts. Ne? Und jetzt, wenn unsere Musik nicht einmal im Radio läuft, verdienst du halt auch null. Und dann sind sie jetzt eben auch wieder Riegler hier auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, ja, dann spielt halt jetzt wenigstens eine Stunde am Tag bayerische, Genau. lokalen Künstler einfach im Radio. Dann verdient man wenigstens über die GEMA was. Und das haben sie auch nicht gemacht. Also es hat jetzt auch ewig gedauert, bis da irgendwie was angefangen wird. Es gibt ja Bayern Sound, wobei ich sagen muss, die spielen auch keine Mundart, sondern die spielen schon bayerische Künstler, aber was halt in ein Programm passt. Die singen Englisch oder Hochdeutsch. Cool, aber zumindest das Bayerisch aus Bayern oder halt
lokale Künstler sind. Aber Mundart selber wird nach wie vor nicht gefeatured. Deswegen bin ich jetzt Ich bin traurig, gerade in Bayern. Ja, gerade die Bayern. Warum? Also in Österreich wird das extrem gefeatured. Das ist ja mit Falco schon, der ist ja schon weltweit gegangen. Ja. Das ist einfach Österreich, der Mundart, das Dialekt, es ist einfach. Es ist ja das, was die jungen Leute hören mögen. Und ja. Ja, aber ich eigentlich glaube, auf Instagram oder TikTok, da kann man deinen Sound hernehmen. Magst du das dann da direkt umsonst oder kriegst du da etwas, wenn ich es jetzt, sage ich mal, für Story hernehme? Oder ist das nur zum Bekanntwerden oder dass einfach das Lied einmal öfter gespielt wird? Also ich weiß jetzt nicht, wie TikTok und Instagram das verrechnet. Aber ich glaube, wenn du da ich weiß nicht, ob der Algorithmus von da auch in der, weißt du, in der Spotify oder in der Streaming und der Ding fließt, das weiß ich nicht. Aber da verdienst eigentlich nichts. Das ist einfach nur zum Bekanntwerden. Haben wir einige Das ist einfach- Musiker schon gesagt, dass unter ein cooles Video in der Musik war und plötzlich ist das Video steil gegangen und dann haben die auch gechartet, weil das haben natürlich dann Millionen Leute dieses lustige TikTok angeschaut, wo die Musik drunter war. Also das Glück kannst du natürlich auch haben. Mhm. Ich probier's für die. aber das kann ich wirklich. das Problem ist ja halt, dass du in Deutschland hast du nur noch Programmradio. Ja? Mhm. Du hast ja kein selbstgemachtes Radio mehr, sondern wirklich nur Programmradio, selbst die privaten. Servus Flo. Servus, Ja, Flo. red weiter, Chat. Ja. Der Servus. Thüringer Flo, mein alter du bist Schätze. Selbst die privaten sind ja alles Programmradios, ja, die einfach so ein Programm haben. Da werden die Playlists erstellt, was kompatibel ist mit der Zielgruppe, mit den Werbepartnern. Und dann wird das gemacht, fertig aus, ja. Und was ich also sehr verwerflich finde, das finde ich wirklich verwerflich, dass die bei den Privaten kann ich es noch verstehen, weil da geht es wirklich um die Kohle, die müssen Werbung generieren, Werbekunden generieren. Und da sagt halt Mercedes in der Zeit von, was weiß ich, 12 bis 14 Uhr, bis wir Werbung schalten, da müssen die und die Klientel am Radio hängen, weil sonst lohnt es sich nicht. Verstehe ich. Aber bei den Öffentlich-Rechtlichen, die die Kohle sowieso von uns abziehen, ja, die hätten normalerweise während der Pandemie jetzt nur lokale Künstler spielen müssen. Wir haben so viele Hörfunkprogramme, die hätten alle diese Leute spielen müssen, damit die Geld verdienen durch die GEMA. Das ist verwerflich. Weißt du, ein Grönemeyer oder ein Maffei, die leben in ihrem Elfenbeintürmchen weit weg, die zahlen noch nicht mal in Deutschland Steuern, ja, und werden gespielt, verdienen Heidenkohle mit der Scheiße und die lokalen Künstler, die gucken schön aus der Röhre. Ja. Was hätte man alles Geiles machen können mit den Leuten? Wie hätte man die über Wasser halten können? Ne? Also das finde ich ein Unding, ganz ehrlich. Ja, total. Stimmt. Also ich bin schwer enttäuscht von dem Ganzen. Also wir Ja. Künstler, wir haben uns zusammen, wir haben uns jetzt extrem vernetzt und es war super. Jeder hat jetzt sich austauscht und gesagt, wie scheiße das dann gerade geht und so weiter. Und weißt du, das ist ja das sind ja deine Leute und das tut dir zu weh, wenn du sagst, wie wenig die Kunst, die Musik wertschätzt ist. Was es gibt seit Urzeiten, jeder Herz, es fließt in unseren Genen. Du warst auf mit Musik, du gehst ins Bett mit Musik, es begleitet dich durch jede Lebensphase durch, es berührt dich, es peppt dich, es gibt dir Schwung, es motiviert dich, es ist dein Seelenfutter. Und dass man für Seelenfutter, dass man das so unter die Straße kehrt, das hat mich so enttäuscht, weil man gedacht habe, hey, Leute, das ist das, was die Menschen gerade noch irgendwie normal am Rattern halt. Dass sie einfach den Klassiksender rein oder was weiß ich. Da schreibt der Flo gerade, die Öffentlichen hätten halt auch ein wenig einen Bildungsauftrag und somit sollten sie nicht nur Mainstream-Odel spielen. Ja, hat er recht. Ja. Also, Bayern die 1 Ja, hat das so früher geschaut. war krass, dass man halt überhaupt keine Wertschätzung, dass das ewig gebraucht hat, bis das irgendwie durchgesickert ist. Ja, die kriegen ja gar kein Geld, die kriegen ja gar kein Streaming-Geld, auch nicht. Ja, so, Ja, Und- weißt du, guck mal, das ist ja ganz einfach. Die Politik und die Medien haben einfach gesagt, ja, die Künstler kriegen auch Geld, die werden unterstützt, ja. Das ist natürlich Bullshit, weil du weißt genau, wie das ist. A, gibt es keine Kohle, B, bis du an die Kohle kommst, dauert es viel zu lange. Hartz Die IV. Hürden sind genau, Hartz IV. So, das ist die Realität Hartz IV. Und das ist halt brutal, aber es wird halt in den Medien anders kommuniziert, wie so vieles, ja. Und die Leute denken, wieso? Das gibt doch staatliche Hilfen, da sollen die sich halt anstrengen, sollen halt sich was holen. Das ist ja immer das dumme Gequatsche, ja. Also mich hat es auch extrem, wirklich extrem
geärgert und enttäuscht, wie man mit Menschen umgegangen ist. Ja, also finde ich schon krass, ja, dass du Leuten einfach ein Berufsverbot gibst. Das ist ja ein Berufsverbot, das ist ja nichts anderes, ja. Und keine vernünftigen Konzepte hast, um die zu unterstützen. Und vor allen Dingen ist es ja so, es hilft dir ja gar nicht, wenn du jetzt Geld kriegst, das ist natürlich toll, dann lebst du. Aber als Künstler machst du es ja vielleicht nicht nur fürs Geld, sondern du machst es ja auch, um dich weiterzuentwickeln, um was zu erschaffen. Und wenn du schon frustriert bist, weil du keine Kohle hast und kannst nicht auftreten und deine Schaffenskraft natürlich auch runtergeht und deine Kreativität leidet und du vielleicht dann auch irgendwie, ja, keine Ahnung, allein dadurch schon psychisch leidest, dass du dich nicht so ausleben kannst und ausdrücken kannst, wie du es gerne möchtest, ja, da denkt ja keiner drüber nach, was das mit einem Menschen macht. Die Kohle ist erstmal nur im Vordergrund, aber alles, was dann nachgelagert kommt, finde ich, ist viel schlimmer. Ja, absolut. Die ganzen Tätowierer, die Berufe, die haben Studios in der Stadt, die kosten Tausende von Euro im Monat, haben nicht, werden aber dann auf die letzte, da wo es eigentlich immer unter dem Jahr sowieso hygienisch geht, weil sie eh Mundschutz tragen, Handschuhe und so. Aber das könnte man stellen wir jetzt vor, die werden dann, weil eigentlich viel schwarz verdient werden kann, mit Abrechnen und so, die sind alle die wo auf die letzte dann erst wieder aufmachen dürfen haben. Ich habe Bekannte, da war aber ein Tätowieren, wo die haben die ganzen Einnahmen, die was für Trente bunkert haben, das haben sie jetzt alles für Miete und so drauf, ist alles draufgegangen. Ja, alles weg. Die fangen von vorne an, von null. Auf der Seitenklinge ist ja alles weg. Ja. Und dann denke ich mir, was sparst du ein Leben lang für irgendwas? Genau. Und jetzt ist fast für so einen Krampf Alles weg. Alles. Und du vor allem, du kriegst ja nur Hartz IV, wenn das alles aufgebraucht ist. Ne? Und so viel versprochen worden. Unsere Pflegekräfte, wenn du alle anschaust. Die war wirklich der Arsch, Ja, die wirklich ja. an der vordersten Front waren. Da wird versprochen, was verdienen sie denn? Nix. Was haben Da sie kannst gekriegt? du Nix. gleich noch ausstellen. Genau. Wahnsinn. Traurig. Wir sind nur noch mehr Nummer. Ja. Ja, aber Die das Reichen ist werden immer halt, reicher. weißt du, das Problem ist, wenn du halt in so einer Vollversorgungsblase lebst, ja, wo das Geld von selber kommt, wo du dir da keine Gedanken machen musst, ja, ob der Sprit jetzt teurer wird oder nicht, weil die Kohle kommt einfach, die ist einfach da, dann ist dir alles egal. Und diese Versorgungsblase sitzt in den Medien, in öffentlich-rechtlichen, in der Politik, Bei den Politikern, die haben in den das. Gewerkschaften, die sind heute auch alle voll versorgt, ja. Das ist alles so eine Riesenblase, die Kohle kriegt, die müssen sich nicht anstrengen, denen ist es scheißegal. Denen ist es Genau. egal, ja. Und das finde ich das ist schon echt katastrophal. Also finde ich auch, wie gesagt, ich habe viele Freunde, die wirklich richtig leiden, jetzt nicht nur wegen der Kohle, sondern auch psychisch darunter leiden, richtig leiden, ja. Und das ist schlimmer als das Geld. Ja, die ganzen Veranstaltungstechniker, die ganzen Leute, die für die Bühnen, die ihre Theater haben, ihre Kinos, die auch Kinofilme machen, die ganzen Schauspieler, die Kinoverleiher, alle wirklich in Es sind ja nicht nur Erwachsene, es sind auch Kinder, Schüler, die wo fix und fertig sind, weil es keine Freunde mehr singen und so. Ja. Kein Sport, kein Theater, kein Chorunterricht, kein Ja. Kirchenchor, kein nix, kein Zusammenkommen mehr. Und also, es ist halt schon eine harte Nummer, wo wir schon gesagt haben, wenn man mit normalem Menschenverstand darüber nachdenkt, wo ich gesagt, also das hätte eine Mutter, wenn es jetzt einer Mutter gesagt hätte, ja, jetzt haben wir eine Pandemie, ne? Wie würdest du das regeln? Dann hätte die Mutter, die alte Mom von früher, wo du sagst, ja, da musst du auf das aufpassen, das hätte da locker ein Konzept geschrieben und gesagt, ja, aber die Eltern sollen sie halt vorher einfach einen Test machen, dann könnten sie sich treffen zum Singen, weil dann war ja klar, dass, weißt du, warum kann man das nicht schon von vornherein machen, dann hätte man die Leute nicht so trennen müssen. Und ja, also jeder mit normalem Menschenverstand hätte einfach die Sache ganz anders halt angegangen und hätte mit möglichst wenig psychischen Schäden das wahrscheinlich durchgezogen, als jetzt da unsere Politiker zusammengebracht haben. Also es ist schon bitter, ja. Ja, aber du siehst ja, wenn du dich selber dadurch profilieren kannst und deine Macht ausbauen kannst, dann machst du es einfach, ja. Also ich meine, da gab es ja einen Und so einen Ministerpräsidenten. arroganten Söder. Genau, ja, das ist ja das beste Beispiel. Ja. Die Wahnsinn. machen einfach, die sagen einfach geil,
Die Leute gehen mit, das ist immer so. Die Leute gehen in der Krise immer mit dem Führer, ja, weil sie einfach sagen, okay, wenn der das sagt, dann wird es schon irgendwann gut werden, ja. Da bin ich sicher wie in Abrahams Wurstkessel, das wird schon irgendwann, ja. Und dann kannst du letztendlich erzählen, was du willst. Aber es kommt auch irgendwann dreht sich wieder um, glaub mir. Jetzt, Das wenn ist ein jetzt Neubau so ein Lifestyle, ist es so eine Corona-Ideologie, das dreht sich auch irgendwann wieder um. Das wird auch irgendwann, werden die Leute normal, weil die vermissen das Leben ja auch. Also selbst der grünste Grüne möchte irgendwann wieder seinen Rotwein in der Toskana trinken. Ja, es ist einfach so. Schau dir mal eine Neuwahl an. Wie lange dauert es, bis eine Regierung dann steht? Auf die erst werden ihre Machtpositionen ausgekämpft, einmal 2-3 Monate und so. Und wenn jeder seinen Posten hat, dann wird in das normale Geschäft übergegangen. Und so lange ist nur Macht, was habe ich für einen Posten, wo meine Leute und so. Und da wird gekämpft 3-4 Monate und dann ist erst einmal eine Regierung beieinander. Ja, das ist ein Wahnsinn. Ja. Die denken ja nur alles an sich selbst zuerst und dann. Guck mal, ich bin seit 25 Jahren selbstständig mit einem eigenen Geschäft. Ne? Wenn ich 4 Wochen meinen Laden so führen würde, Ja, ich würde es wer nicht ist überleben. pleite? Genau, Ich würde es nicht überleben. genau. Das ist krass, gell? Ja. Darf man eigentlich um die Uhrzeit noch Bananen essen? Ich frage nur. Das Ja, ist, ist besser als Chips und Gummibärchen, oder? Es ist ja nicht spät, es ist ja jetzt schon wieder früh. Aber ich glaube, du kannst Das essen, ist- was du willst, Ja. oder? So wie du ausschaust. Ich bin halt gelb halt. So. Fällt Der gar nicht so richtige auf. Minion. Na, also sonst haue ich mir immer die Schokonüsse, die Gummibärchen und die Chips rein. Und jetzt sind wir mal umgestiegen auf. Kalorien, eine Banane hat auch 100 Kalorien. Okay, aber wie Ja, aber machst die du hat das noch dann? andere gute Sachen. Ist ja siehst du dann- lieber das denn. Wie siehst du dann so schlank aus, wenn du sowas isst abends? Das ist der Filter. Der Filter. Der streckt. Ich kann ja gerne noch ein paar andere Filter, ich kann ja gerne noch den Bahamas-Filter anbieten. Das ist der da. Hm. Schau ja, und so schaut man sonnengebräunt, frisch aus der Toskana, ne? Ja. Die Zitrone finde ich leider nicht. Was haben wir da noch alles? Den haben wir noch. Aber der ist auch gut. Oi, also, Wo kriegst Ja, du den ja, Filter ja. her? da musst du auf die 3 Punkte gehen Maido. und dann schaust du aus wie ich. Ich habe meine Lippen. Du, das Problem ist, Ist ich habe keine ist Zitrone. jetzt mehr, echt? gell? Ich habe meine Lippen aufgespritzt gerade. Ria, Echt was war nicht? jetzt unsere letzten Livestreams immer? Eine Stunde, 1,5, wird nicht schon wieder Ja, so ich lang. muss mir da einen Heute ist die Filter Zeit raushauen, meine verflogen, Lieben. die ist Sau, Wahnsinn. Ja, aber warum habt ihr andere Filter wie ich? Ich Ich habe glaub, keine Zitrone mehr, ich habe keine. Ich glaube, was du da runterladst und so, das gibt's auch. Ich habe Weil aber Zitronen habe ich immer noch. drin. Ich lade doch da gar nichts runter. Das ist aber auch von Haus aus da drin. Ui. Mal nicht nur, wenn ich grantig bin. Gibt es da noch mehr? Kann man da noch irgendwas? Wie gezeichnet. Ich weiß nicht, ändert dir das dann wöchentlich oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bei mir haben fast immer die gleichen drin. Na, bei mir auch. Also der Roland Purzel ist noch, er sagt mega. Wow, aus Bananen so interessant geworden, das Gespräch. Und das Mariandl ist auch immer noch da. Ich glaube, die möchte uns einmal live noch auf der Gitarre spielen jetzt nicht. Ja, also einen Rausschmeißer und dann machen wir Sense für heute. Aber Ja. geil, Charles. Super, dass du mit am Backkopf bist. Super. Ja. Ja. Also, Bitte? was ist jetzt das Fazit so draus? Also, ich hätte jetzt gerne so ein Fazit haben. Ne? Also, wir wissen, Situation, jetzt geht es wieder bergauf, aber wir wissen, wie die Kunst behandelt wurde. Also, generell einfach Leid. Meinst Im du, da Stich hat die lassen? im Stich gelassen worden? Also, man hat ja zuschauen können, so, die ganzen Existenzen, wo wieder die Friseurin auf Facebook gewarnt hat, Genau. weil es einfach alle rausschmeißen muss und jetzt nicht weiß, wie es überleben soll mit dem Kind und nichts mehr zahlen kann. Und
die Hotelfrau in Österreich war es ja genauso, sagt, sie muss jetzt aufsperren, weil sie hat im Monat 5.000 Euro Kredit, das zurückzahlen muss, weil sie ihr Problem Hotel wird. renoviert hat und kann es halt so nicht zahlen und sie kriegt nichts, weil es irgendwie 2% und irgend so eine Linie ist. Und ja, also wir haben das alles mitgekriegt. So, man wird natürlich belabert und verblödet, dass man es dann schnell wieder vergisst, so, aber meinst du, dass jetzt bei den Leuten irgendwas das hängen geblieben? So, weiß nicht, das Fazit von dem Ganzen jetzt, was da abgegangen ist. Ich glaube, Was es man- bleibt aber nicht, es bleibt nicht viel hängen. Schau dir die Leute an. Der Nachbar hängt den Nachbarn hin. Wie weit das schon gekommen ist. Das ist ja schon wie in der DDR früher. Das ist so krass. Du darfst keinem mehr trauen. Ich hoffe, dass sich das alles wieder ändert und dass das wieder mal in den Kopf reinkommt, dass man menschlich sein muss. Da bin ich um Und- meine Straße froh. Bitte? Da bin ich um meine Straße froh, weil du interessiert Ja, kein bei uns weit in der Straße auch überhaupt nichts. Aber es gibt ja welche, so. Ich finde die traurig. Ja. Also Mariandel sagt, nein, sie wollte gerade ins Bett gehen. Aber Die ist die ganze, das ist die ganze Zeit. Ja, aber Charles, also wir unterstützen, also ich darf jetzt sagen, wir unterstützen die Wirtschaft. Ich gehe jetzt 3-mal in der Woche zum Friseur. Ich Und gehe in Viertag? mindestens 5-mal in der Woche im Biergarten, also sämtliche, ich gehe überall hin, dass jeder was verdient und ich, was mache ich noch? Ich mache wieder Straßenmusik. Das darf man doch jetzt wieder, oder? Ja, das ist cool. Ich Straßenmusik darf ist mir doch cool. jetzt einfach überall mit meiner Box, mit meinem DJ hinstellen und Ja. Mucke machen, oder? Ja, also Ja? ich komme mal vorbei, ich mag das. Also jetzt ganz ehrlich, mein Fazit ist, was mich sehr erschreckt ist, wie blöd die Leute sind und nicht richtig nachdenken. Ja. Also das erschreckt mich am allermeisten. es wird nichts mehr hinterfragt. Aber der Vorteil ist, jetzt ohne Spaß, ich hab schon Leute aussortiert, ne, wo ich gedacht habe, also ich kann Ängste verstehen, das kann ich wirklich verstehen, wenn Angst jemand um seine Gesundheit hat. Ich kann es echt verstehen, ja. Aber diesen blinden Aktionismus einfach mitzumachen, hinterherzulaufen, alles toll zu finden, andere zu denunzieren und für Idioten zu halten, weil sie anders denken oder eine andere Lebensphilosophie, ein anderes Lebenskonzept haben und an ihre Selbstbestimmung und Eigenverantwortung denken, das hat mich erschüttert. Das ist auch ein Fazit, was bleibt. Von solchen Pfeifinnen habe ich mich getrennt, ja, also ganz ehrlich. Und ich habe wahnsinnig geile, tolle, interessante Menschen kennengelernt, weil ich wirklich jetzt gemerkt habe, wie ich soziale Medien nutzen kann. Clubhouse, Instagram, wahnsinnig geile Leute kennengelernt, die mir echt wichtig geworden sind, mit denen ich mich viel austausche. Und ich merke halt, dass viele ähnlich denken und ähnliche Probleme haben wie ich auch. Ja, ich habe jetzt vielleicht keine finanziellen Probleme, aber man sieht es an meiner Sonnenbrille, mir ist es auch alles irgendwie auf die Psyche geschlagen. Ganz dicht bin ich auch nicht mehr. Das ist jetzt so mein Fazit, dass ich einfach viele neue, tolle Menschen kennengelernt habe, ja, die also wahnsinnig interessant sind, eine tolle Lebensgeschichte haben. Und diese Gespräche in Clubhouse hier, so, das ist halt für mich so, wo ich sage, wow, da ziehe ich echt Energie und echt Kraft raus. Hört sich jetzt doof an, aber es ist wirklich so. Ich muss eigentlich der ganzen Corona-Pandemie danken, weil sonst war ich nie irgendwie die Wege gegangen, dann mal über Facebook am Anfang oder dann über TikTok solche Sachen aufgebaut. Da da die ganzen Leute nicht kennen, die wo jetzt da dabei sind. Das ist schon, da wo ich dankbar bin. Ja, weil man dann Obwohl ich durch das jetzt eigentlich schon aus seiner Blasen rausgekommen bin, weil du lernst ja im Prinzip ja auch nur so der Umfeld, dann gehst du in Ringsburg mal weg, in Minge mal weg. Also ich meine, ich hätte jetzt nie einen Charles kennengelernt. Ich darf nie Ja. nach Hamburg oder nach Frankfurt kommen. Und das Oder ist halt, die, Melli. Und das ist, ja, ich hätte jetzt auch nicht getroffen. Weißt du schon, Ja. dann komme ich nach Passau so. Ich bin halt eher in eine andere Richtung da unterwegs. Und das ist schon geil, dass man über den Teich hinaus. Du hast bestimmt auch in die Räume reingekehrt in Amerika und alles, oder? Die amerikanischen Räume. Oder Charles? Oder warst du nur in den Ja, deutschen klar. Räumen? Nein, habe ich viel. Also Aber ich habe ja. ja vor allen Dingen, bin ich ja sehr in diesen Fotografieräumen aktiv.
Und klar, da gehst du auch in die amerikanischen, in die englischsprachigen Räume rein, hörst dir das an, sau interessante Leute. Du erweiterst einfach deinen Horizont, das stimmt schon. Und du hast irgendwie, du filterst wirklich gute Leute raus, ja. Und es gibt welche, also ich habe mich mit einigen getroffen tatsächlich, super, ja. Es gibt auch andere, wo ich sage, okay, muss ich unbedingt noch kennenlernen. Und für mich wäre es jetzt kein Problem, würde ich natürlich normalerweise nie machen, aber wenn du jetzt sagst, du hast da und da einen Auftritt, ja, und es würde mir zeitlich passen, ich würde mir dann sagen, ja, ich fahre einfach mal hin, warum nicht, finde ich super, finde ich cool, finde ich klasse, würdest du normalerweise nicht machen, wenn ich jetzt irgendwie höre, da ist eine bayerische Musikerin, die tritt irgendwo in, weiß ich nicht, München auf, fahre ich doch nicht nach München, deswegen nein, aber jetzt würde ich es machen, weil ich einfach den Menschen dahinter sehe. Weißt du, was ich meine? Das ist eine ganz andere Ebene und das finde ich einfach fantastisch. Und ich würde mir auch von dir eine CD und ein T-Shirt kaufen, um dich einfach zu unterstützen, würde ich glatt machen. Oder 3 Gibt's bald. Raumbedufter. Ja, Drei. genau. Du kannst das übrigens auch als Bierfeitzel dann hernehmen, wenn der Ja. Duft raus ist. Kannst du, ne? Geil, oder? Ja, genau. Ja, also, habe ich schon gesagt, Charles, der Christian hat mich extrem unterstützt mit, wie baue ich mir einen Shop auf und so weiter. Das kommt jetzt dann alles. Ich habe auch Bierfützer. Das ist ein Bierfeitzel. Geil. Ja, du schickst mir es zu. Der Oliver weiß es da dann. Ja, das wird ein Gastgeschenk. Oh. Ja, die Beratungskosten von dir, weißt du, muss man ja irgendwie decken. Da habe ich einen beraten. 3 Stunden am Tag, wie ist das gegangen? Wie geht das? Ich sehe fix, ich check's nicht. AGBs, BGB. Jeden Tag gehe ich auf der Seite und schaue, was der tut. Ja, ja. Nein, Nein, das will alles auf sehen. jeden Fall war es sehr bereichernd, was man so dann doch, also aus dem beschissenen Zeiten doch gut überhauen können, weißt du? Ja, Hammer, ihr seid einfach der Hammer. Ich darf leider nicht. wir haben das Beste daraus gemacht. Ja, genau. Finde Ja, ich schon. ihr Mir lieben hat es Spaß Zuhörer. gebracht. Ich hoffe, ihr habt auch, wie sagt man, was Gutes draus gezogen. Ich meine, das darf man ja auch nicht treffen, wenn wir uns jetzt nicht da live Genau. treffen dann. Und daher seid ihr immer noch bis um 1:30 am Start. Die 10 Genau. ja Wahnsinn, gell? Krass, Mann. Der Roland ist noch am Start zum Weinhauser. Ich weiß nicht, ob der Der, Grüning auch noch da der ist. Klaus auch, der ist auch schon mal ins Bett gegangen, hat er Der gesagt, Roland. weil kann nicht schlafen. Der Little Sebastian. Ja, Wahnsinn. Ja, ich darf jetzt sagen, meine Lieben, hauen wir uns, also ich muss jetzt ins Bett. Ich muss mit meinem kleinen Hund raus, ja. Der meine habe ich schon niedergelegt. Du hast doch YouTube und sowas auch? Schaut's. Hm? YouTube oder so, weil man kommt da das Gleiche dann irgendwann wieder mal auf YouTube auch rauf, das ganze Gespräch da und so. Nochmal, Wir ich stellen hab's. das auf- Also wir stellen das auf YouTube und jetzt auf Instagram, das heißt, man kann es nachträglich nochmal anschauen. Ja, okay, alles klar. Ich hab's eben, jetzt kommt ganz schlecht drüber, es bricht laufend die Verbindung ab. Ja, ist oft so, ja. Aber hast da nichts dagegen. Nein, ach, alles gut. Alles gut. Genau. Also passt. meine Lieben, dann und liebe Zuhörer, Zuschauer, danke, Ihnen. dass ihr wieder am Start war. Ja, ich werde jetzt dann im Frühschoppen gehen. Gehen Frühschoppen, die Bananen sind, ich hab nur 3. Die gehen Ja. zum Frühstück. Oder hebst du bis nächste Woche auf? Nächste Woche Freitag, also wenn nichts dazwischen kommt, oder? Keine Biergartenparty dann, und kein Konzert, dann sind wir am Start. Wir schauen mal, kann man wieder etwas herbringen und so. Kriegen wir schon. Vielleicht bleibt Bino. Macht alles spontan. Bin einmal, ja. Die muss mal Wenn rein. wir gesund haben und so Gott will, so am Abend, gell, haben wir wieder da. Meli ist heute schon einen Tag rum. Jetzt kommt die Frau Gruber auch noch daher. Auf die Nacht um 1:30. Ja, Wahnsinn. Ja, besser, was tut's nicht. Das Weinhauser Team ist für einen Frühschoppen. Genau. Bleiben wir sitzen. Oder wechselt man die Lokalität? Gehen wir noch zum Nachbarn rüber in das nächste Wirtshaus. Früher war es so um die Zeit, gell, wo gehen wir noch hin? Jetzt dann gehen wir nur ins Bett.
Ja, man Aber ist ein macht bisschen nichts. träge geworden, gell? So, muss jetzt echt Mhm. irgendwie weg. Früher waren wir um 11 Uhr, haben wir uns erst hergekriegt und um Mhm. fortgeglüht und um 12 Uhr erst raus. Mhm. Wahnsinn. Die Das ist, leben das ist übrigens der Vorteil, wenn man älter wird, braucht man nicht mehr so viel Schlaf, ja. Ja, stimmt. Also Mir ich würde, könnte immer schlafen, muss ich ehrlich sagen. Du auch, Meli, oder? ja, Kind, Mutter mit Wir nehmen Kind, da im Kinder Mittag, können weil immer schlafen. Melli liegt auch am Mittag ein bisschen. Ja, jetzt kann ich es ja morgen machen. Man kann den ganzen Tag schlafen, weil es nicht da ist. Roland, danke. Ja, genau. Naja, Also zum Weinhauser sagt, um 22 Uhr ist Sperrstundenpflicht. Gibt es Wir das haben immer noch noch? Sperrstunde, ja, ich anscheinend. war 23 oder gibt es überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ich habe so eine Genehmigung für die Arbeit. Oder ich habe ja einen Hund auch. Ich gehe immer raus, wann ich will. Die Ausgangssperre ist nicht mehr, aber bei der Gastronomie ist es Sperrzeit. Ja, das ist ja. Mhm. Das ist auch nice. Genau, jeder ist seines Glückes Schmied, stimmt. Ja, mach das Beste draus, was anderes können wir nicht Genau. machen. Mhm. Schlechter wird es von selber, also machen wir das Beste draus. Und wir gehen wir unseren Weg, den wir für richtig finden und nicht, was uns andere einreden oder nicht für gut finden. Wir machen das, was wir für richtig halten und Ja. passt also. Ich habe die In diesem Sonnenbrille Sinne, nicht Ich plus die anderen nicht. mit der Palme. Ja. Melanie, das nächste Mal da mal Platz tauschen, damit man die besser sieht. Ich bin froh, weil man mich nicht dabei so sieht. Ich kann das ja nicht entscheiden, wo ich lande. Ja, also der Filter ist schon krass, ha? ja, ich schau. Was Schaust ist schon das wieder für so. ein Filter? Krass, Mann. Das ist der zweite nach der Sonnenbrille. Bei mir. Ich habe nicht einmal Sonnenbrille. Jetzt bin ich im Darkroom. Oh ja, Ja. ich habe keinen Darkroom. Der Witch schon jetzt. Blair Witch. Ja, Ja. Also jetzt sagen wir gute Nacht, meine Lieben. genau. Super, Charles. Städter. Danke für das Gespräch. Gell? Schön, Und also wir sind wieder am Start. Nächsten Freitag. Und wir Ja, schauen bin ich euch da? vorhin noch in Clubhouse rein, gell? Ja, wenn ich Genau. da bin, schau ich mal rein. Melanie kann ich einladen, bei 5 Freunde kann ich einladen. Genau. Ja, Ja, ich gucke auf alle Fälle mal rein. Und Genau. vielleicht machen wir die nächste Woche mal was auf Clubhouse. Komm, Ja. irgendwas Lustiges Genau. auch. Genau. Passt. Rappity Pep. Also, meine Lieben, gute Nacht. Also danke an alle, die da waren. Gell? Ja, danke fürs Zuschauen. Gute Nacht, ich bedanke mich, Ja, dass das ich ist dabei gut, sein durfte. Meine ich jetzt ehrlich, war mir eine ganz, Ja, ganz bitte, große wir Ehre gerne. mit euch. Sehr gerne. Hä? Und eine Danke, ganz dass große- du große. da seid. Und hört sich. Halt, ciao, pfiat euch. Servus. Ciao. Grüß euch. Viert euch. Ciao. Ciao. Ciao.